Rotstift-Express von Wallersdorf nach Landau. Achtung, Achtung, bitte. Ja. Geht da was? Weiß ich nicht. Jetzt warte mal. Jetzt trinken wir erst einmal. Achtung. Okay, nochmal einen Moment. Köstlich. Schmiedi! Nachzahlung für den Samstag! Am Samstag ist nichts passiert, Alter. Am Samstag war ich gar nicht da. Schmiedi, merci für den Fünfer. Habe immer ins Bierger! Montag, 20 Uhr. Ja, richtig! Wer ist da? Ich bin da. Habe die Ehre an. Den Simon, den Alaska, den Andreas, der Brigitte, dem Stefan, dem Feierhunter, dem Jack, den Exelt Lukas. Warum muss der Exelt Lukas wieder irgendeinen komischen Namen, den kein Mensch nicht lesen kann? Steffi, Björn, den Tebi, an den Felix, an den Dampfexpress, an den Mainmaker, as always, merci für den 5 Euro Bussi aufs Nussi. An den Dampfler, an die Lavo, an die Katja, an den Qualitzer, an den Maxi, an den Lambo, Michi, an den Spitzenberger, an den Björn, an den Felix, Frank, Michel, Tebi haben wir schon gut. An den Leon, an den Jakob, an den Hütti, an den Luki, an die Brigitte. Haben wir auch schon gehört. Wer zweimal Habitiere schreibt, der ist raus. An den Kulzer, an den Kulzer, an den Jack, an den Sky, an die Steffi, an den Stefan Leudl, an die Katja, an die Lava, an die Kathi. Ja, die Katja haben wir jetzt auch schon 5-mal gehabt, aber das ist auch schon wurscht. An den Leudl, an den Pilgner, an den Binder, an den Burns, an den Milling, an den Metal Devil, an den Krückel, an die Dani, an die Fronzi, an den Matthias May, an den Alexander Wagner, an den Alexander Grotze. Und den Alexander. Gibt es eigentlich einen Alexander? Ich weiß es nicht. Und muss ich oben scrollen, weil ich über nichts mehr lesen kann. Wir können hier nicht halten, das ist Fledermausland! Warte mal, jetzt pass auf. Da sind so viele DRs drin, ich kann nichts lesen. An den Marian, Matthias, an den Lazubi, an den Christoph, an den Opa! Handkes! Wacky Hands of Snackies. Was? Of Snacky? Was? Was war das? Handkes? Wacky Hands of the Snacky Chefe. Babene! Staccato, Schadrullo, Cornutto. Nein, das war Eis. Cornutto war Eis, oder? Nein, Cornetto war Eis. Cornetto, schmaler Grad zwischen Cornetto und Cornutto. Ja? Stolzer Löwenmann. Servus, wie Arbeits. Grüß euch, Infos. Grüß nach Landau. Das Hashtag Kapuziner Weißbier ist natürlich auch wieder am Start. Das ist das falsche Bier. Verpimmelung. Und du weißt das. Hashtag Gustl, ab in den Chat. Merci dir. Timo, merci. Jan, merci. Herr Gerwin, Grüße aus dem LKW. Gute Fahrt. Aber bist du so laut? Ich habe ins Mikro gehabt. Ich bin ein asozialer Huren. Entschuldigung. Wir waren jetzt da gerade. Jetzt warte mal. Wir waren jetzt der Letzte, fix der Jan. Servus, wie always, grüß mir Infos von die Labertaler halbe Schwabe, gute Schwabe, grüß zurück. Wir waren der Letzte jetzt, der Timo Beck. Alter, ich habe in Rimworld meine Kolonie voll kaputt gemacht, weil sie nichts zu essen hatten und Menschen essen mussten, sind durchgedreht und haben sich selbst gekillt. Jetzt habe ich nur noch einen. A Rimworld in a nutshell, Leute. Rimworld in a nutshell, Leute. Herr Timo Beck, merci für dein Drilling, Alter. Pussy aufs Nussi. Hansel. Servus, Herr General! Mach's auf, mach's leid. Das verstehe ich aber nicht, was sollen denn dann die 17 Euro, Alter? Hansel 199 bombt 16 Euro. 99. Ich weiß nicht, warum du das vorliest. Herr General Mochs auf Mörs leider in der Arbeit. Herr General! Herr Hansel, wir wünschen dir alle maximal viel Zeitvertreib und Spaß in der Arbeit. Eventuell habe ich da kurz vor Weihnachten was für in der Arbeit zum Eideln. Erzähle ich euch heute vielleicht noch im Stream kurz. Ich mag nämlich nicht auf einmal so viele Leute da reinbringen, sonst ist es kaputt. Aber boah, das ist ja erzähle ich. Ihr sollt euch in der Zwischenzeit vielleicht einmal die Leute, die im Discord sind, sollten sie, merci Hansel, habe ich merci schon gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Sollten euch einmal den neuen Schmerz-Channel anschauen, Annex Schmerz. Mehr sage ich jetzt nicht. Sonst eskaliert es wahrscheinlich leicht. Aber es schaut nicht. Wenn wir also 10, 20 mehr Leute da reinkriegen, das nicht schon. Du bist da nicht schon. 100 bis 200 war schlecht. Das war schlecht, Alter. Das war einfach schlecht. Gustl Sepp! Der hast deinen Wochenendzuschlag. Mein Wochenendzuschlag für einen Euro, den nimm ich. Du, den nimm ich, Alter. Das ist, Alter, Hashtag Wochenendzuschlag. Nachtschicht, Alter. Was ist mit dem Nachtschichtzuschlag? Nächstes Mal machen wir Geisterschicht, da fange ich morgens in der Früh an. Das wird gut.
Das wird gut, mag ich aber 1,50 €, das ist schon... Nein, so war's nicht gemeint! Habe Mag geil. DRRT gekauft, AA-Häube oder 2 AF an geilen Stream. Ich weiß nicht, welche Halbe in deiner Welt 25 € kostet, aber wieder merci, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, Namen, goldener Rahmen. Stop it, das braucht's denn und ihr wisst es. Dankeschön. Dennoch, küsst dein Banjam, Brudi. Max Werner, der Bürger, gib mir mal loser.com ein, ist nichts Schlimmes, aber lustig. Ja, schaut selber noch. Schaut einfach selber noch. Guter Witz. Hab ich zum Schmunzeln gebracht, komm mal lassen. Komm mal lassen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wer sich diese wieder einfallen lassen, die da jetzt interessieren, wem die Domain gehört. Gibt's zu mir Hashtag geiler Typ, Alter. Bürgertochter, warum bist du denn im Bett? Jetzt wieder im Fünfer. Aber dort, wie ich das gerade erwähnt, schmeiß ich ein bisschen. Und hab heute ein Video gesehen, wo der CEO auf die reagiert und PS, Birgers Tochter ist raus. Hashtag Mic Drop. Oh, der guter Mic Drop. War ein guter Mic Drop. Das mit dem CEO habe ich auch vorher gerade gesehen. Special Greets an den CEO, wer ein CEO nicht kennt, bitte ab in seinen Kanal. Kann man sich durchaus geben, vor allem seine Chill, seine Basics. Ist ein Ringsburger. Er macht zwar hauptsächlich hochdeutschen Content, aber er hat einen bayerischen Content, nämlich einen Sepp. Und wie ich den das erste Mal gesehen hätte, hätte ich fast einen Schlaganfall gekriegt. Und ich war ein bisschen grantig, dass es mir nicht eingefallen ist. Gib ich zu. Dann habe ich was anderes einfallen lassen. Das hat auch funktioniert. Wer war jetzt das wieder? MK2 habe drückt, wie geht's dir? Heute muss ich leider allein deinen Stream schauen, weil ich krank bin. Aber Grüße an Jonas und an Herrn Gottlieb. Jonas und Mr. Gottlieb, as always, feel you gegrüßt. High five to your face. So, Spezi to your face. Herr passt schon, merci für den Fünfer. Habe die Ehre, eure Bürgerlichkeit, seine Lordschaft, die er ehrenwert ist, passt schon, wäre nun bereit, sich der gepflegten Narretei. Narretei ist ein gutes Wort. So wie lang, das habe ich schon lange nicht mehr gehört und gelesen. Gab es letztes Mal in der Schule. Und das war 1984. Merci für den Fünfer. Löwensepp. Schauen wir mal letzte Dono. Mein Gott, jetzt bitte auf mit Donations für die letzte Donation. Was soll denn das eigentlich? Alter, ist das Irlbacher Vollbier hell lieber? Vom Gustl habe ich mich momentan leider angedrungen. Also ich kenne das Irlbacher nicht. Ich sag's euch, es ist mir doch scheißegal. Hauptsache pfeffert's da halb im Pfotzen, das ist mir wurscht. Von mir aus saufst der Ettinger, das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Was soll ich machen, Alter? Was meinst du, wie Leute das gerade daheim hocken und einen auf Hard Lockdown, Hartz IV machen und sich einen Kasten Oettinger genehmigen, weil sie bloß noch 60% Kurzarbeitergeld kriegen? Ich mag's gar nicht, wisst ihr, was soll denn da durchgehen? Lieber auf Ettinger wie gar nichts. Herr Stock, da! Haut dritt, grüß aus Österreich! Haut dritt, grüß aus Niederbayern! Alter, merci für deine 15 €. Es eskaliert schon wieder, ich merke schon, er hört Leute. Merci für deine 4,50 €. Die Birge, grüß der Baum, Blätschmerz, vor der Blätschmerzkavallerie. Grüße aus Österreich. Hashtag Lieblingsnachbarn mit Herzl ab in den Chat. So, jetzt ist er. Was nehmen wir eigentlich heute? Mit dem heute scheißen! Birger goes! Und ja, mehr war es jetzt dabei eigentlich auch nicht. Wir haben ja die letzte Mission vor uns in fucking Call of Duty Cold War. Ich glaube, dass die letzte Mission ist. Weiß jemand, ob die letzte Mission ist? Das werden wir dann schon herausfinden. Wir spielen das heute auf alle Fälle durch. Ich hab morgen frei, das heißt, wenn das 3 Stunden dauert, dann dauert es 3 Stunden. Ist mir scheißegal, Alter. Und dann werden wir das schon hinkriegen. Lebsepp! Was ist mit den Nebenmissionen? Weil, haben wir da nicht auch schon alle 4 gemacht? Da gibt es bloß 4 Nebenmissionen. Ne? 6 Hauptmissionen, 4 Nebenmissionen. Bin mir nicht sicher. Also ich werde nicht nochmal dieselben Missionen machen. Nix doniert wirst. Du bist der Zipfel Adam, das sagt der ich. Opa, merci dir. Konrad, der Rebirge, ich freue mich schon auf heute. Ja, aber heute ist ja schon heute. Also du freust dich jetzt. Es wird gut. Wir verteilen nur Headshots, Alter. Hashtag Pro-Gaming. Aber jetzt muss ich mal aufs Maul kriegen, bis der Pro-Gamer-Mode kickt. Ich bin ein MG. Das liest leider nicht vor. Schade, aber dann lese ich vor. Ich bin ein MG. Kurzi, merci für den Euro. Was habe ich ihre Preiselbeere? Schau mit meiner Chefin deinen Stream im Bett. Ja, Birger und Chill oder was? Ja, sehr schön. Birger und Chill ist gut, oder? Leider, jetzt chillt es einmal, wer soll denn die Scheiße? Ich kann jetzt seit über 2 Jahren normaler Chat nicht mehr lesen. Jetzt kann ich dann Donations bald nicht mehr lesen. Ich krieg einen Schlaganfall. Kruzifix, Alter. Was ist los mit euch? So, wir haben alle Lockdown, haben alle sagen kein Geld nicht, weil wir alle zusammen in der Kurzarbeit drin hocken. Und ihr scheißt so im Geld als was umsonst, Alter.
Herr Bodei, sag bitte, Marquardt-Store ist das schönste Dorf der Welt. Ich weiß nicht, was Marquardt-Store. Was heißt das auf Hochdeutsch? Ich weiß nicht. Marquardt-Store ist das schönste Dorf der Welt. Weiß nicht. Klippen verschicken. Was weiß nie, was du tust damit. Merci wieder ein Zwickel 29. Flo! Servus-Betritt vom Ammersee. Wie geht's eigentlich am 4000 km/h See? Ich weiß nicht, der ist mit 4000 km/h aufgeschlagen. Das ist jetzt Hirnbrei-Batzletten. Merci für den Fünfer, Flo. Tom, grüß aus Passau, grüß aus Landau, merci für den Zwickel. Christian für Zwickel. Zwickel, sagst du, kriegst du eine halbe. Für die Zwickel genehmige ich mir eine halbe. Mit der alten im Bett hätte ich was Besseres vor, als Bürger schauen. Ja, das heißt ja, deswegen heißt es ja auch Bürger und Chill, oder? Wer den Witz nicht ableiten kann, der ist einfach zu wenig tief im Internet unterwegs. Ja? Mag ich nichts wissen von sich nicht Ahnungslosen. Latteres Ahnungslose. Was ist denn jetzt der mit dem Schießen, Alter? Geschossen wird! So, Kinder, schalten wir um. Jetzt drücken wir da mal auf Spielen und dann da die Song jetzt, pass auf. Bürger und Chill. Das ist gut, ey. Also, schön meinen Stream schauen, währenddessen jemand anschreibt, wie ein Vollidiot, währenddessen sie dir einen faucht. Nice. Boris ist so schön, Alter. Ich kann Sachen sagen, die einfach kein anderer sagen kann. Das ist einfach so schön. Das ist so schön. Da Ruhe jetzt! Bürgerstochter, was? Du bist der Zerpimmelungsmeister. Hashtag Petersilie. Das ist ein bisschen fragwürdig. Also das Wort Zerpimmelungsmeister ist einfach fragwürdig. Kannst du sagen, was du magst, oder? Löwensepp, jetzt wird zum Angriff geblasen. Ja. Jetzt ist ja Ruhe. Jetzt Donation Sounds aus. Leute, Dankeschön. Seriously. Vielen lieben Dank. Ich hab doch schon lange auf Spielen gedrückt. Warum gehen das Drecksspiel nicht auf? Ich weiß nicht. Erika! Dum, dum, dum. Bürger und Chill. Someone's done. Anywhere in the world. Irgendwo auf der Welt ist irgendwo. Es scheint, dass du das Spiel beim letzten Mal nicht ordnungsgemäß beendet hast. Alle beim Pro-Gamer? Ich beende die Spiele nie. Ich beende die Spiele, bevor ich sie starte. Hashtag Pro-Gamer. Bürger und Chill. Gut, merci. Also wir haben vorher pudert von... Ja! Nachspeise! Jetzt schnauze jetzt wird geschossen! Kurze merci. Ich hoffe, es war gut. Größer, wo er so abpasst. Ach, Ruhe ist jetzt. Leider Ruhe. Ich kann es nicht mehr aufhören, jetzt müssen wir Headshots austeilen, ja? Jetzt mal serious, Alter. Auf der Wiese steht ein Blümelein. Bam, bam. Und das heißt Bam, bam. Erika. Bam, bam, bam. Ach, Ruhe ist jetzt. So, Kampagne. So, Kuba-Besprechung ist unsere nächste Mission, Kinder. Mr. Andal, merci. Ich muss morgen nicht arbeiten. Vorher, ich hab Corona. Easy Corona, easy life, Alter. Was soll ich jetzt so sagen dazu? Leute, dankeschön. Jetzt ist aber mit Donations mir jetzt geschossen. Ja, ich möchte hier nur die Headshots singen. Ohne What are you doing, Step Birger? Ich sag schon, wir haben keine 10 Minuten da, der uns Nivea gekickt hat. Alex Nikea kickt das Nikea. Das ist eine Mischung zwischen Ikea und Nivea. What are you doing, Step Birger? Oh, someone's daughter is being stepped by Birger. Jetzt halt dein Maul! Druck auf fort! Halt jetzt dein Maul, Alter, das Nivea ruhig schon wieder von... Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Chaos verursacht. Was das wird? Adler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Persos... Ihr Volldeppen, Alter. Ich hab keine Sekunden aufpassen, gib's zu, Alter. Nutze die Beweistafel, oder was für eine Beweistafel, Alter? Was nicht? Los mich! Kann mir irgendjemand sagen, was wir schon gemacht haben und was? Nee, ich weiß nicht. Ich nutze die Beweistafel. I'm a simple man. I see Beweistafel, I press E. Endstation. Endstation.
Ich kann mich nicht konzentrieren. Was ist das für eine unfassbar behinderte Scheiße, echt? What are you doing, Stepping? Ihr Vollidioten! Alec! Was? Welcher Vollidiot hat das geschrieben, sag? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich stirbe. Oh. Schnell, bevor der Triebfall daneben geht. Und jetzt holt der Futz da, ey! Ich muss schnell schneiden. Was soll das? Bringt die Höhe die Rotzglocken im Bord. Ich seh heute aber auch nichts mehr! Und hat. Ja, schmiert eine Rot in Daumenbürger. Good job, Alter. Very nice. Very well done. Yes, ja. Oh, Alter. Ja, Entschuldigung, was wieder passiert, Alter. So, wo waren wir? Ah ja, sehen du nix. Okay, warte mal. Ah. Oh, haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. So, bin wieder da. Jetzt hört's auf. Leute, kalte Roswurst, Goldumrandung, bester Bürger. Mir ist wieder nicht 25 Jahre, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ruhe ist jetzt. Der Moment, wenn es im Zwergfall von Lachen zu anfängt. Ja, und wenn es voll Lachen, ich sehe halt nichts mehr. Ja, Entschuldigung. Oh. Leute, Dankeschön. Hört jetzt auf mit der Donaterei, ich krieg einen Schlaganfall. Ich weiß nicht mehr, ich hab leider nicht gelesen, wer es geschrieben hat, aber der fucking, what are you doing, Step Bürger? Es zeigt mir bloß wieder, dass doch ein paar dabei sind, die genauso tief im Internet stecken wie ich auch. Wie tief das jetzt ist, das weiß ich nicht. So tief wie halt in deiner ja, nein. So, können wir jetzt schießen oder was? Nächste Mission, da drück ich drauf. So. Bürger, oh ja, Herr Raiden, merci für den Zwickel, passt schon, merci, Cody Roswurst, merci, ohne Scheiß. Löwe, merci. Lukas, merci, Bürgerstochter, merci, mein Meicher, merci, jetzt ist er Ruhe. So, Endstation, ich lese vorher, wir müssen das halt irgendwie in Kling ziehen, weil ich halt, was war's jetzt so, ne? Das war... Das für von dir, du heißt nichts. Was weiß ich, irgendeine Spur von irgendeinem Theodor Hesting, keine Ahnung. Der entscheidende Schläfer Sepp hinter der Perseus hinten neu war, der führte nach Kuba. Ich weiß ich nicht. Südlich von Havanna, da haben wir erst mal sauber reingegraut, da hat der Perseus offenbar eine Anlage gebaut mit unbekanntem Zweck, ne? Oh, keiner gewusst, was das ist. Perseus kam, sah und baute. Ne? Perseus schien Hastings zu brauchen. Weil Leute halt einfach manchmal andere Leute nur brauchen, wenn sie es brauchen. Fuck my life, Alter, ich stirb innerlich. Fang mal einfach an und schießt mal auf alles, was da ist. Was soll das? Warnung, du schießt kurz vor Perseus auf Kuba zur Strecke zu bringen. Du wirst keinen Zugriff mehr auf die Beweistafel haben. Was haben wir was übersehen? Echo eines kalten Krieges. 0 von... Das haben wir doch alles schon gemacht, Alter. Operation Chaos. Haben wir auch schon gemacht. Haben wir irgendwas übersehen? Puh, Achtung. Rotes Licht, grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot und grün.
Kein Entkommen. Ich hab keine Ahnung. Hat irgendjemand aufgepasst, was wir schon gespielt haben und was nicht? Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was soll denn dann an der Beweistafel noch? Was wollen Sie? Aber was wollen Sie? Ich weiß nicht. Help me, Stepbirger, I'm stuck. 9 Death. Schieb 2, was 9 Death? Was 9 Death? Please help. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! Help me, Stepbirger, I'm stuck in der Gustelkasten. Jetzt halt sein Maul nicht, weil ich durchdrehe. Ist kein Mechaniker oder der Bürger wieder richtig gehen. Like, was? Nein, like, nix like. Ruhe jetzt halt. Keine Ahnung, dann druck mir einfach auf nächste Mission. Das war nicht die nächste Mission. Entschuldigung, hab ich verdruckt. Das wird jetzt was, Alter. Jetzt kommt das absolute Pro-Game Aim, Alter. Mit Dreierl in die Augen. Das wird super! Jetzt hören wir aber erst mal zu, um was es überhaupt geht. Irgendwas mit dem Perseus Hastings und... hat Salt Lake City verlassen. Weiß ich nicht. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu Gute wird es Fiedel. kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Endstation. Adler sollte hier jeden Moment Miezi. Miezi. bestätigt. Park. Rücken vor zur Flanke. Are you stuck? Gott, ich hab schon seit wann haben wir nicht mehr gespielt? Seit 2 Wochen. Ich brauch einmal. Reagan, merci dir. Ich muss jetzt schießen. Ich hab pinkt in der Bratzen. Wir müssen mal schießen, was? Wo muss ich denn hier schießen? Kriegen wir ihn schon. Lauf wieder bis du ein bisschen schneller. Nein, ist klar. Elias, was soll denn das? Die Grüße zeigst du, lieber Bürger. Bitte kaufe dir von dieser Spende viel Bier und verleibe dir das ein. Mach weiter so und immer schön den Riemen gemütlich hängen lassen. Mit dem Herrn Riemen voll Handpanzer, selbst im Winter. So schaut's aus. Elias, ein 50er ist zu viel, oder? Und du weißt es. Ich weiß nicht langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Oder? Elias, merci, vielen lieben Dank. Und natürlich auch an alle anderen. Lavo, Dankeschön. Batzer, die Stefan, Feuerwehrlerin, Kickers und der SSV Stolzer Löwe, merci. Dankeschön. Jetzt ist er Ruhe, oder? So. Ich muss da offensichtlich, die schauen, Mr. Park und Mr. Lazar schauen offensichtlich sehr verdächtig aus, dass wir mir in diese große Tür ein müssen. Nach dir, Bell. Nach dir, Bell. Bürger Bell, Busen! Der Adler! Da sterben vor mir Leute, die haben da noch gar nicht geschossen. Das ist wieder Zeitlupen-Scheiße, Alter. Direkt voraus! Scharfschütze, niemand oder Scharfschütze am Platz! Aber die muss ich halt auch. Was haben wir da oben? Stirb. Wie ich den getroffen hab! Pro-Gamer! Bitch! Wen haben wir da? Da haben wir auch noch einen. Easy! Vorrücken! Du musst doch mal lauter machen, oder? Hier überhaupt nichts. Verstehe die Frage nicht. Hört ihr was mit? Ja, da hat er auf mich geschossen. Lass mich stehen, Alter. Peng, peng! Show me your peng, peng! I got one peng, peng! Peng, peng! Peng, peng! Was waren das für Grafikfehler, Alter? Ich muss immer noch ein bisschen atmen. Oh, du hast einen Soundlock. Gib mir Deckung! Oder wie sagt das? Der ist aber sauer daneben gegangen. Der ist nicht daneben gegangen. Der ist auch nicht daneben gegangen. Da haben wir gleich 2 erwischt, meine ich. Da haben wir auch einen erwischt. Oh, ich muss da lang. Da lege ich mich hin. Da lege ich mich mitten im Feuergefecht mal kurz hin. Das wird aber schon passen. Da, den der wir weg. Den der wir auch weg. Den der wir weg. Und den der wir auch weg. So, dann gehen wir da mal. Ganz gemütlich. Lassen wir nach.
von den... Oh, wir haben ja da Scharfschützen noch, gell? Ein ins Gesicht. Ja, wo ist der Schuss gegangen? Bist du besoffen oder was? Mein Gott, jetzt muss ich hier nachladen. Hallo, gib ihm! Was tust du denn, Birger? Schieß mir da ins Gesicht, da wo es hingehört! Da wo es einigermaßen weh tut! Los mit dir! Ja, ein ins Gesicht! Ein ins Gesicht! Ich sag da nur... Hallo? Ich sag da nur Headshots. Sag da irgendetwas was anderes. Entweder treffe ich gar nicht. Oder ein Kopf. Nein, dazwischen gibt's nichts. Peng, 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 peng. Oh, okay, übertreiben dürfen wir sein, aber sonst haben wir gleich wieder hier. Oh, Leute, Granaten! Die hat uns schon ein paar Mal gekillt. Die Mistmeins, was ist denn da hinten los? Kennt ihr zu mir? Ja, schon offensichtlich schon. Offensichtlich schon. Oh, da haben wir noch. Da schon hin. Peng. Wieso kann ich nicht schießen? Wo ist er jetzt hin? Wo ist er? Schnauze! Au! Ja, was? Ja, müssen wir jetzt wieder nachladen, eine Viertelstunde, oder was ist der Plan? Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Ich stehe einfach nur da und rutsch Leute über den Haufen. Das kann doch nicht der Sinn sein. Verstanden. Hallo, doof, peng, peng. Mark für dein Team rechts herum. Verstanden. Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Atombomben gestohlen. Belohnung. Was werden sie denn da haben? So Gaudi haben wir nicht da. Splittergranaten, oder? Für was Granaten, wenn ihr Scharfschützengewehr habt? Über Peng Peng bist du hin. Hallo? Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Scharfsinnig wie immer, Park. Ah, Peng Peng! Peng 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 Peng! Oh, noch. Peng Peng? Es ist plötzlich Gib mir mal die AK. Gib mir mal die Sicherheits-AK, weil ohne Sicherheits-AK geht nichts. Hansen. Hallo? Wo Kontakt? Ich sehe keinen. Und jetzt kaputt. Springt denn da aus dem Fenster aus? Was ist mit dem? Oh ja! Da! Bell, such nach Minen. Peng Peng! Peng Peng! Peng Peng Peng! Was haben sie denn für ein Problem? Wollen wir schießen da die ganzen Leute mit dem weißen Kittel zusammen? Da ist eine Mine. Hab's genau gesehen. Aber. Da ist auch eine. Und liegt garantiert da dazwischen noch irgendwo eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Was genau hilft uns jetzt das? Hinterhalt! Wow, wer hätte das gedacht? Ah, lauf! Wo? Ich seh doch keinen. Ja, Granaten kann ich auch schmeißen. Schnauzen. Das war übrigens der 4000 km/h Sepp, der wo da von rechts reingeflogen ist. Bloß mit 1500 km/h. Oh, da ist er, eh? Peng, peng. Was haben wir da? Stefan D. Merci für den Zwickel 22. Bussi aufs Nussi. Ich muss mich konzentrieren, ich muss Leute ins Gesicht schießen. Was haben wir da? Was? Kontakto? Ah, Staccato, mucho Kontakto. Peng, peng, oh. Mucho peng, peng, oh, in tu Gesicht, oh. War noch eine. Die haben eine geheime Bücherregaltür. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Irgendwann, wenn ich groß bin, baue ich mir ein Haus, wo es so eine Geheimtür gibt. Mit dem Ding drin. Also aber langweilig AK, die hat gar keinen Badstock. So, nachladen und dann eine ins Viech. Eine ins Viech. Haben wir keine Zeit für den Krampf. Bitte, danke. Los geht's. Da habe ich wohl eine Mine übersehen. Aber, Entschuldigung. Ja, ich bin der Wolverine. Ich heil von selber. Das geht schon. Geht ihm schon. Birgebell, Busen, AKA, Wolverine. Neue Splittergranaten. Die nehmen wir mit. Raketenwerfer, auf die Balkon! Das fällt aber früher, hey, du Nasch, du Fotzengrobe! Wo ist er? Da oben ist er. Da, Headshot 1, Headshot 2. Wo ist noch einer? Da war noch einer. Ich hab's genau gesehen. Da! Du, Peng, Peng! Bigger Ghost, Peng, Peng! Ja, hat's ihn schon, den David. Wo ist jetzt da noch einer? Da blitzt noch einer. Ja, sag ich doch. Da blitzt der Kappi-Vierer. Ich weiß zwar nicht, warum er stirbt, wenn ich ihm ins Kappi-Zipferlei schieße, aber... jetzt werden sie aber viel. Muss in Deckung gehen. Kinder, muss in Deckung gehen. Selbst uns nichts. Oh, shit. Au. Du Hinterhand! Jetzt wird's eng. Ja, so nicht, gell? Das kannst du dir mal sauber abschminken, Freundal. Abschminken! Da gehst du ins Bad von der Mama, holst dir ein Abschminktier hin.
Und fangst du an! Kriegen wir. Oh, was haben wir da? Ist das andere AK? Ich weiß nicht. AK 47. Mit Laser. Ich weiß nicht, was der Laser kann, aber das ist ja wurscht. Ein Firing Malayser. Wo muss ich überhaupt hin? Ah. Vamos! Ich kenn bloß ein Vamos! Was ist jetzt da? Ich verstehe die Frage nicht. Hallo? Peng! Ich verstehe die Frage nicht. Das ist zu einfach. Verstehe nicht. Wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Nämlich genau... Was war das jetzt wieder? Reizend. Das wird uns helfen. Bell, sieh dir die Kamerafeeds an. Kamerafeeds? Bell, uns läuft die Zeit davon. Oh. Und jetzt? Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Oh, die machen auch voll Peng schon hin. Mucho Peng. Ja, gut. Kriegen wir schon. Was gibt's sonst noch zum Singen? Ein Haufen tote Leute. Da. Stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Halt, stopp! Jemand tötet die Wissenschaftler. Erster Stopp. Raum 27b. Okay. Raum Erster Stock, 27b. mittlerer Raum. Nach oben. Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Plump. Aber wirkungsvoll. Eine Kannst in deine die Augen nicht Gackel, von eine in die wenden, Pfutzen was und war? dann 4 Kugeln nachgerutzt. Warum nicht alle? Warum Bell, nicht? setz das C4 ein. C4 kommt, poppen wir ohne. Das ist ein großes Peng und dann verstecken wir uns irgendwo. Wo verstecken wir uns? Wir verstecken uns da. Ja, das kann wir. Du, Adler, das wir kann rücken wir. in den ersten Stock vor. Erster Wir sind Stock. festgenagelt. Wir kommen nach. Help me. Step, Bro. I'm in erster Stock. Eingeschissene Granaten kannst du in den Arsch schieben. Ja. Bla bla. Granate hier, Granate da. Schnauze da hinten, Granaten ins Gesicht, so, und du, jetzt hat's mich gleich, wir sterben nicht. Zero Depth, ab in den Chat. Sonst noch jemand da? Nein, ich seh da keinen mehr. Sagt da irgendjemand bei jemanden? Ich seh da keinen. Hallo? Haben wir da neue Waffen? Was ist das für Scheiß? Sie erschießen uns! Nein! Was? Wer erschießt euch? Da oben ist er, ich sagen! Da hat's ihn schon! Hat's ihn schon! Da oben ist noch einer! Ja, ich weiß nicht, was tut denn der da oben? Vom Dach hab ich scheißen, oder was soll das werden? Bewegung. Ja, aber total lächerlich! Los, Bewegung. AK, oh, hat er etwa seine Granaten fallen lassen, der arme Teufel? Pech. Ich rücke vor. Muss er auch über die mit... Ist der jetzt umgefallen, der zweite da hinten, oder nicht? Ah, das kriegen wir. Was hat denn der für ein Problem da hinten? Wir müssen nah dran sein. Halte das schwere MG auf. Das schwere MG steht schon lange nicht mehr da! Hinter dem Sandsackel hockt er. Oh, der hat schon wieder zerrissen. Brauche Deckung. Gebt die Deckung. Nachladen. Eine systematisch ausräuchern. 27b. Adler, wir gehen rein. Tür. 27b, Adline, ich geh rein. Ich komm mit, Mieze. Mieze, ich bin da. such den Raum Ich pop da am Arsch. Oh. Ja, man- Hastings. Reden Sie. Greenlight, Geheimdaten. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungscodes zu rekonstruieren. Er hat vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir Oh, oh. leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt.
Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden. Der Perseus, der Zug der Atombomben, oder sagst du das? Die Atombombeninflation. Bewegung! In Bewegung! Bewegung! Ich mach hier die Bewegung! I go! Deckungsposition! I see komische Raketenwerfer! I go! Oh, leck, da kann ich mal mit dem Teil da oben rutschen. Oh, da gehen wir lieber. Da sehe ich bloß nichts und schießen einfach bloß dumm in den Haufen. Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Adler! Hallo? Wieso ist denn der Lazar so weit vorn? Südliches Dach! Vielleicht Perseus! Ja, vielleicht Perseus. In einen Heli! Schalten Sie los! Fenster! Mei, wenn der Lazar haben, wir hören das Schießen da, müssen nicht die Oli da schießen. Was da aufs Dach auf, oder was? Wir gebellt losen, ein bisschen Parkour auf dem Losen. Wir haben größere Probleme! Können die zu uns? Wartet nicht auf uns! Was ist das für verrückter Scheiß? Die Homer Zeppelin dabei! Da liegt es gut. Ankunft in 2 Minuten. Das heißt, wir müssen mal rotzen. No, Scharfschützengewehr nachladen. Jetzt gibt's nur Headshots. 1. Ja, Leute, schnell noch. 2. Wo? Ich seh keinen. Sie sind überall. Kontrollierte Sie sind überall. Seitenlager. Ich seh keinen. Da seh ich einen. 3. 4. 5. Healing. Nachladen. Ich möchte, dass der Chat mitzählt. 5 sind wir gewesen. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für diesen Drink. 5. Wo noch? Ich sehe hier keinen. Ich sehe hier keinen. Pisse, die du hier nimmst. Das ist überall Rauch. Ich will einen richtigen Drink. Das ist doch Rauch, Alter. Da kommt ein Haufen. Das dürfen 2 Würmer gewesen sein. Oh. 6, 7, 8, 9. Oh, da ist der Vorkäfer bei dir. Oh. Au, au. Und da ist der Besucher da oben. Die verstecken hinter den Dosen. Lol. Peng! Dann sagen wir 16, 17. War neu, nachladen, bevor wieder 28 kommen. Hallo? Da hinten hockt, da schaut er noch. Schaut er noch. Au, hey! Hier geht die Hey! Wo bleibt das Flugzeug? Ja, da gibt's gar mehr Granaten hinten, du. Konzentrier dich, Lazar. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, Hoppala! gehen die Drinks auf mich. Hoppala! Da ist noch einer schief. Bang, bang! Team, hier ist Skyro. Eure Zone blüht wie die Erde. Können wir helfen? Müde Healing! Entschuldigung, aber ich muss müde Healing! Hilfe ist unterwegs. 3 für AC und 3. Boom von AC und 30! Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Guter Treffer. Guter Treffer. Bootfutzen AC 130! To your face! Was haben wir da? Da ist ein roter. Bodenteam, unser Treibstoff reicht nur noch für Ja, eine und Minute. der Granatenwerfer. Bereithalten für Evakuierung. Ja, wieder geschissen auf Scharfschützen, weil er nicht mehr durch den. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park! Wir müssen uns in das Seil einhängen. Wie stört der Kirchturm da hinten? Der muss Machen weg. das nacheinander. Entschuldigung, der muss Raus, weg. klingt dich ein. Wir geben Deckung. Los! Wer gibt Deckung? Ich hab einen Granatwerfer, ich brauch keine Deckung. Was ist das? Komm, du bist da. Ah, haben wo nicht ist viel da? Zeit. Irgendwas da oben. Ja, los, Val. Jetzt schwingt schon wieder grantig. Ja, ist ja gut, Leute. Was ist los mit euch? Oh, Granaten. Oh, wenn wir da nicht... Wenn wir, was? Ich weiß nicht, was ich tue soll. Ich seh bloß den weißen Punkt da. Oh, ja, okay, ich hab ihn ja gesehen. Ja, Entschuldigung. In Deckung! Ja, okay, tschüss. Sie fixen. Oh. Meine Beine! In T-10. Komm nicht. Ans Geschirr. Lazar, du hättest doch mal mehrere Leiter schießen sollen. Wir haben keine Zeit mehr. 3, 2, 1. Was hab ich jetzt da? Hab jetzt beide sterben lassen, aber ich wollte doch mit der Miezi helfen. Ich wollte doch der Miezi helfen. Das wollte ich nicht. Nun, das war ein verdammtes Fiasko. Max! Guten Abend, bin wieder da! Mr. Max! Die da sind, mit WB, denen man gerne ab in den hätte. Chat, da habe ich dir Max. Die Zeche gezahlt. Was
Virus-Tochter. Peng, peng, Keine Alter, peng, Ahnung, peng. wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Mr. Perseus Stefan nicht D. eine einzige Eine scheiß Biergewehrlieferung Atombombe für 280 Euro. Okay, mein Jahr läuft, Alter. Du bist ein gottverdammter Verrückter. Es waren ein paar Leute dabei, die haben ein bisschen zu krass eskaliert. Du warst wahrscheinlich der eine. Sie raus. Raiders Aktivierungssignal Dankeschön. senden wir. Wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bin schon steil, Müsste Entschuldigung. wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster. Schreiben Sie Adler noch nicht ab. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Ich hab mich angesäufert, ich sag's, wie es Nur ist. noch ein Stück. War doch noch nicht die letzte Mission, hä? Es kann jetzt das wieder von der ersten Mission sein, oder? Mit der Landebahn. Da waren wir auch auf so einer Flughafenlandebahn und da ist das Spiel gleich mal ziemlich krass eskaliert. Hab ich gesagt, du bist schon vom Sanka geholt quasi. Sieht aus, als wärst du ein richtiges Glückskind. Wir werden die beiden nicht umsonst verlieren. Wir setzen hier alles, Bell. Alle Chips wandern auf den Tisch. Kann ich schauen? Oh, ich kann rundum Du schauen. musst Aber nicht viel. am Ball bleiben. Ich seh kein Problem. Wachsam. Fokussiert. Fokus. Programmer Mode. Bereite die Spritzen vor. Alle. Programmer Mode ist immer besser mit zwei Alter, Headsets. hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Very nice. Bell nützt uns jetzt nichts mehr. Da fällt mir was ein. Bleib wach. Warum er eine Steps hören, wenn ich eine Angst riechen kann? Bell, du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Verdammt, durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Alter, schau dir mal die Spritzen an! Geh weg mit dem Drum, bist du besoffen? Hat er mir das ins Auge eingesteckt? Brudi, Candy! Schätze, wir tun es. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Okay, Einmal noch. okay, Vietnam Flashback. Bringen wir die Sache zu Ende. Level 12. Wir hatten eine Mission. Schießen müssen wir. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt, Herzfrequenz ist hoch. Kimmen Entspann jetzt. dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Plot Twist, eben der Perseus. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Blöd. Höre nicht auf Adler. Blöd. Er belügt dich. Blöd. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir einen M16. Das ist kein M16, aber die Gang da. Vielleicht war es eine andere. Konzentration. Programmer-Modus aktiviert.
nix, Alter! Du kannst nicht so viel Pro-Gamer sein wie morgen! Weil ihr gar nichts seht mit diesem scheiß depperten Kimi und Korn futzen Scheißdreck! Stirb halt dann, wie viel Hits holst du aus? 80! Vietnamesen sind Die mit 8 Kugeln im Vietcong Gesicht. flohen zu den Bäumen. Die Vietcong flohen zu den Bäumen, was? Ab ins Gulag mit dir, du Spacken! An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Hä? Step brother, what is happening? Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Blät! Erschreckt mir wegen Kiermeier! Na, Crymeier. Kiermeier, Crymeier, Hammond. Wir haben Kontakt! Ja, für das habe ich MP mitgenommen. Achso, die leben natürlich alle nur noch 2 Magazine, weil das totally makes sense, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Was soll denn... Ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt der Schlong oder was? Ich hab keinen Moon! Ich hab keine Moon. The Peng Peng is gone. Ich laufe mal die Zuse schluckte! Da ist er! Hut! Der haut mich. Oh. Messer to your face! Gewehr to your face! Dann nimm ich, glaube ich, erstmal ganz gemütlich. Ja, jetzt. Ja, weg mit dem. Weg mit dem, gib mir mal neue Waffen. Gib mir mal die Sicherheits-AK. Und als zweite Waffen gibst du mir mal. Ja, nix. Okay. Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Russische Stimmen aus einer Höhle aus der anderen Flussseite. Ich verstehe gerade gar nichts. Ich sag's euch, was es ist. Hallo! Blatt! I'm a simple man. I see Loch, I jump. Oder muss ich da schwimmen? Nein. Hallo! Hallo? Was ist da los? Waren wir jetzt, haben wir jetzt spontan Du wieder bei... griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen... Ja, ich hatte einen Bogen dabei. Ich hab drauf geschissen und hab mit der Pumpgun umeinander gerotzt. Da war doch gerade noch einer gesessen. Oh, der ist hier. Okay. Ich hab einen Bogen dabei. Wo hab ich denn den Bogen? Hallo? Flop! Oh, Pfeil wieder eingesammelt. Süß ist süß, oder? Süß ist süß. Hab ein bisschen Rambo gespielt. Rambo gespielt in der Höhle drin. So. Was haben wir da? Flop. Ist da sonst noch jemand da? Kennt ihr zu mir? Nö. Blätt! Und der? Was ist der finster? Ich sag nichts. Da ist er. Holiday? Holiday? Da ist er, ich sag nur Der Bogen gefällt mir. Das krieg ich den erst jetzt. Wo ist denn? Da hinten ist er. Wo? Da hinten ist er. Habt ihr schon gesehen? Habt ihr schon der Loot? Ich sag nix! Dann komm ich um und stich dich an. Hey, so nicht, geh, ich auch nicht. Da tust du mal nicht oben, ich auch nicht. Hau ab! Und jetzt sind sie alle hin. Okay, wo geht's aus dem Loch? Nein, doch nicht. Komm ein bisschen vor wie der Rambo. Ah, Mr. Rambo? Wer hat Rambo noch nicht gesehen? Ist irgendjemand da herin, der Rambo noch nicht gesehen hat? Falls ja, Schande. Schande über dein Haupt! Und wenn irgendjemand meine Kopfhörer in Frage stellt, du bist raus. Ja? Pro-Gamer haben 2 Bar auf. Nix Lettenauer. So. Oh, was haben wir da? Schleichi. Pass auf. Bitte, so viel Grafikfehler, was ist denn da kaputt? Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Was zur Hölle haben wir mit da? Das ist irgendwie eine Mischung aus Rambo, Tomb Raider und... Keine Ahnung. Machst du mal die Tür auf, ne? Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Hä?
Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Und ist Du der Rambo hieltest einen gekommen? Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Gibt's die Pfeile to the face? Ja, das ist richtig. Ja, wo's? Wer, wann, wo? Möchtest du mich verarschen? Ja, super. Und jetzt kann ich mit Fotzen und Sushi kann, oder was? Rambo, es erinnert schon extrem hart an Rambo, Alter. Hab ich den jetzt erwischt? Ha! Pro-Gamer Move! Easy! Ich hab da nur Headshots gesehen! Ah, ich hab hier nur Headshots gesehen! Und eine AK. Die hab ich auch gesehen. Da, die gibt's dir mal. Leute, so nebenbei Stiefschwiss. Schön vor der Lostlochsfickel. Wir sind hier, Herr Bayer, wir sind hier. Servus Bürgerhof, den Bayer vom Welt geht's gut, küssen auf Süße Grüße aus Sachsen. Ossi mit Stolz! Man ist nur Preis, wenn man sie aufführt, nichts Bürgerpreis. getan? Ganz Wieso? wichtig. Standest du unter Schock? Leute, Dankeschön. Tome! Just Brüssi! Merci, Alter. Merci, Leute. Dankeschön. Ich hab Pfahler, habe drin. Heute ist endlich der 2020 Bulliger vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Hashtag 4000 km/h Sepp goes! 4000 km/h Sepp goes! So, kann weitergehen. 4000 km/h Sepp on the way. Wo geht's weiter? Ich hab nicht aufgepasst. Leute, Dankeschön. So nebenbei. Hups, ich bin ins Feuer eingesprungen. Entschuldigung. Aber der Witz war's wert. Sag's es, wie es ist. Nehm es. Darf ich dir 200 € überweisen? Sag ja, nein, war nur Spaß. Was? Na? Nehm es, merci. Leute, wir müssen jetzt da lautlos Leute töten. Kann ich nochmal anschreien, wie total Behinderte. Hilft nicht. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Haben wir nicht gerade rechts gegangen? Warum steht da ein Fernseh? Haben wir mich hart auf Drogen? Sag ich das richtig? Das ist, wenn der... Der mit 2 verrannt, hat's euch schon. Was haben wir denn da? Scharfschützengewehr. Ah, das nehmen wir nicht. Das brauchen wir mir nicht. Schießt mit mir von da mit dem Bogen, Alter. Muss ich da oben? Muss ich da oben? Und da oben steht er schon und zuckt nicht. Ja, da springen wir jetzt oben. Geronimo! Wer ist denn eigentlich dieser Geronimo? Kann mir das mal jemand googeln? Bell, dir Bell. fiel eine Strickleiter zu einer höher gelegenen Brücke auf. Die Brücke führte zum Bunker. Also stiegst du die Leiter hoch. Die Leiter hoch. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf überquert zu haben. Der 4000 Bunker war km/h irgendwo auf der anderen Seite. Hab ich mir das jetzt eingebaut oder da war jetzt schon der 4000 km/h über das Ding da, oder? Das ist jetzt mindestens... Bell, in deinem Bericht hast du ausdrücklich das Dorf als dein Ziel genannt. Von einer Seilrutsche ist keine Rede. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Rechts an Schüsse. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Ich hab da gerade einen Bogen gehabt. Was zur Hölle ist das? What the fuck is wrong? Aus dem Fenster! Hinter dem Haus! Easy. Easy, Brudi. Oh, nicht so easy. Entschuldigung. Sniper, hab's genau gesehen.
Lebt der da noch? Nein! Mit einem komischen Scheiß-Hut! Zeig mir nicht, ob so leben! Da hinten ist er! Zipfe dir! Ja, zipfe dir! Wo ist denn... Geh weg! Biegergas! Oh, das ist aber früh, ey! Ha! Wirklich, Bär? Hoppala! Behauptest du, wärst bei der Hoppala! Mission? Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein Kampfsinn bereit. Hashtag Zero Dipf! Wir waren jetzt das wieder. Stoffel! Alter, sorry, viel zu spät, aber drückt mir noch Merci. Vorher bitte voll für Merci wieder in 10. Leute, chillt eine Knierscheiben. So wie du spielst, kannst du mal Online-Multiplayer zocken, Meister, hab mal Bock mit dir zu zocken. Bester Mann am Platz natürlich das 2020 T-Shirt bestellt, Vollbiss-Squad, Ultras und Grüße von den anderen, wo dabei sein. Grüß mal den Sauhaufen, merci dir, Bussi aufs Nussi. Gerade gesehen, wenn ich 2 Sekunden einen Bockfutzen, Entschuldigung, ich hab einen Bockfutzen-Patchy anschauen müssen. Ja? Ich kann ja nicht einfach reinrotzen lassen, ohne dass ich ihn anschaue. Müssen wir halt nochmal. Moment. Programmer Mode an. Los geht's. Das komische M16 ist aber auch beschissen. Diese scheiß Börstrotze da, wer spielt denn sowas? Tut denn das? Sag doch. Wer tut denn sowas? Hashtag. Au, 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 au. Weg mit euch! Ja, geh halt da vorbei, Sale! Jetzt zur Hölle, was ist denn Sale? Wieso kicken die so komisch umeinander da? Was ist denn das? Hallo? Handanovi? Ja, genau, da stehen drei Soldaten um ihn und ihr steht einfach da und lobt zu uns. Ja. Geh weg! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, schießi, peng, peng. Da gehen wir jetzt da auf und machen wir es wieder gegen. Wir verstecken uns da irgendwo im Heisel drin und verkauft man es im Stream als Pro-Gamer. Peng, peng. Hallo, peng, 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 peng. Ja, ist mir. Der Bockfutz, der Patchy, aber das schauen wir nicht 3 Stunden in die Luft auf, sondern. Der fucking Raketenwerfer da oben, der fickt uns fast wieder. Ruhig. Hat er jetzt aufgeräumt da oben, ja? Bockfutz, der Patchy to your face! Aber du hast mir echt den Arsch gerettet. Was? Hier bist du hin. Wo muss ich hin? Hallo? Hallo? Hallo, Sir? Nein? Okay. Geht keine andere Waffen. Ja, das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Ich weiß nicht. Vielleicht war die Dosis zu hoch. Hä?
Nein, nicht aufhören, Bell. Fuck! Gib mir das Rückführungsszenario-Handbuch. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Hashtag Was zur Hölle? Das ist nie passiert, Bell. Fangen wir noch mal an. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Ja, wie weit schießt denn der Granatwerfer? Die zielt so. Autschen. Ja, wie oft muss ich das jetzt noch spielen? Wie viele Bunkereingänge gibt's denn da? 18! Flump! Haben wir keine Granaten mehr. Granaten sind aus jetzt. Vollsprint liege du hier. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Jetzt wird's Fahrt immer das Gleiche. Noch nicht bei Call of Duty geschmeckt, gell? Wo? Ich sag nicht! Wo ist er denn? Irgendwo im Baum drin! Was macht er denn? Chewbacca, was machst du im Baum drin? Hör dir runtergefallen. Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite der Brücke. What the fuck is Du happening? gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Verbündete saßen an einem Kamm fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Kommando, hier ist Big Duke 4. Wir haben einen möglichen Sowjetkommandoposten in Sicht und überall Vietcong-Einheiten. Erbitte Napalm-Angriff. Big Duke 4, bestätigt. Ich schicke euch die Vögel. Ankunft in 30 Sekunden. Au. Big Duke 4, hier ist Phantom 2-1. Wir sind bereit zum Angriff. Was tut ihr denn euch rein? Diese scheiß Zeitlupenrotze! Aufwachen, Bell! Markier das Ziel! Chillen. Markier es jetzt! Was soll ich da markieren, wenn ich nicht durch den Bahn durchschauen kann, bin ich gefickt, aber! Im Haus, das das Napalm zerstört hatte, Hashtag fandest du eine versteckte Bunkertür. Easy, ich hab nur Headshots gesehen hier. Ich hab nur Headshots gesehen, Alter.
Easy peasy lemon squeeze. Was soll ich tun? Hab nicht aufgepasst, was er... Da ist schon wieder ein Bunkertier. Schau hier. Schau hier, Alter. Herr Kutzer! Hoffe, meine Frau ein Baby-Yoda kriegt, der sich bewegt und Geräusche macht, wie man drückt. Was ist so? Verstehe. Kann ich nachvollziehen. Machen wir jetzt wieder. Mir ist nicht wieder ein Zwickler. Sagst du mal der Frau, good job. Ich verstehe nicht, was passiert, ey. Sims, gib Bell noch eine Spritze. Sicher? Tu es. Die Herzfrequenz ist eh schon gefährlich. Das erinnert mich schon wieder so hart an Horrorspiele, Ich oder? will jemand da festzuhalten. Halt durch, Bell. Du packst das. Ich glaube, es geht wieder. Leertaste Bomben fallen lassen. The fuck are we doing, Bob? Tschüss dann! What the fuck? Geh durch eine Tür. It's a trap. Ausschlag! Ja, war Trap, war klar. Ist mir schon klar, dass das ein Easter Egg war. Hör auf, dich im Kreis zu drehen. Warum wiederholt Bell alles? Hör auf, dich im Kreis zu drehen. Was zur Hölle? What the fuck is happening? Hör auf, meine Zeit mit diesem Flur zu vergeuden. Kehr um, Bell. Was? Das Labor? Was passiert, wenn man 400 Meter rumläuft? Darf mich interessieren. Oh ja, heute bloß dein Futzen! Oh, Scheiße ist vorbei, jetzt ist Weihnachten! Genossen. Die USA und ihre Verbündeten. Verzehre mal das geil, Hackerman! Perseus. Operation Greenlight. Perseus. The fuck is happening? Wir kennen uns seit Jahren. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Auch in Vietnam die Hölle erlebt.
Wir machen eine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Ich habe keine Ahnung. Thomas, wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, Wait. wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Ich mag doch nicht sein mehr! Springe zur nächsten Stelle. Was hab ich denn das wieder fein? Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst 4000 km/h! Bell, geh jetzt in den Bunker. Was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht tue, was der sagt? Fuck. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Dann probieren wir, was passiert, wenn wir einfach mal nicht tun, was der Typ sagt. Bis dahin, benutzen wir den Stuhl! Langsam glaube ich wirklich, wir haben da mitten den Visage. Nur du weißt, wo Perseus steckt und wo er die Atombomben zünden wird. Wo ist er, Bell? Genossen. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solowetsky. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet. Uns gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir sind eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Bigger Bell Busen! Okay. Oder auch nicht. Wer sind wir denn jetzt? Wir sind auf alle Fälle nicht Birger Bell Busen, sondern wir sind irgendjemand anderes, keine Ahnung. Was ist jetzt das schwarze Bildschirm, Alter? Was ist jetzt? Kommt denn jetzt? Warum hat es nicht so lang? Bell kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Ich käme nicht aus, wer bin ich? Du bist verwirrt, Bell. Wir erklären dir später alles. Jetzt müssen wir einander helfen. Bullshit! Bullshit ist alles, was von deinem Leben bleibt, wenn du nicht auspackst. Sag uns, wo Perseus ist. Wo ist Perseus? Sag es uns, Bell. Darum geht's bei dieser beschissenen Sache. Du hast für Perseus gearbeitet, Bell. Es ist schwer zu glauben. Arash Kadivar wollte dich auf dem türkischen Flugplatz ausschalten. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es Halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen.
Wir lassen Andy, die Leiche Jesse. zurück. Vielleicht bin ich der Foodlapper, Franz. Vielleicht bin ich aber der Manuel Neuer. Von da aus fliegen wir nach Solowetsky. Da haben wir ganz am Anfang reingeschossen in den Krieg, das weiß ich noch. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Da haben wir ihren Victor. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Geiler Pornoball. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Ich versteh's nicht. Wir haben einfach irgendeinen, den wir Aufgabe haben, von den Besen und dann habe ich einen Spritzen gekriegt und dann habe ich gemeint, so, ich bin der Gute. Hä? Lügen! Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Birke Bell Booth ist keine Erfindung. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Geschlecht nicht Letztendlich blieb binär. kein spezifischer Hintergrund hängen. Birke Booth. Du hast dich allem widersetzt. Also haben wir es geheim gelassen. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Du warst Versuchsobjekt im MK-Ultra-Programm der CIA. Aus mir und Atlas Vietnam-Missionen wurden deine Erinnerungen. Nichts vereint Menschen so sehr wie Krieg. Du hast Familie, Waffenbrüder. Das ist das Amerikanischste, was ich jemals gehört habe. Ja, Meier, Dankeschön, Alter. Zweimal zwei in Zügel, merci dir, zweimal merci, Alter. Ihr seid krank. Ich war nie wirklich in Vietnam. Was hattet ihr davon, mir eine andere Identität zu verpassen? Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Das heißt quasi, sie haben mir eine Erinnerungen eingepflanzt und ich hab quasi das gespielt, was sie zwei erlebt haben. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Ihr fahrt zur Hölle, ihr Wichser! Nicht. Du hältst immer noch was zurück, aber wir kriegen es noch aus dir heraus. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solowetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Solowetsky, blöd! Wo ist Perseus? Wahrheit, Solowetsky, es ist das Solowetsky-Kloster. Lüge, Duga, die Radaranlage in der Nähe von Duga. Lügen oder Wahrheit sagen? The cake is a lie! Duga. Sims, hol Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Mal schnell wichst du hier, mein Pip putzen. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Jetzt hinterhalt den Duga planen. Adler. Gut. Ja. Sag Perseus, dass ich das Team von Russell Adler nach Duga bringe. Jetzt gleich. Sagt euch wer. Wir werden den Präsidenten... Zeit bis Abholung 10. Was ist jetzt?
Vor 5 Jahren hat der NATO-Geheimdienst ein unbekanntes Signal mit hoher Sendeleistung entdeckt. Das neue Signal sorgte weltweit für Funkstörungen. Und für diverse Verschwörungstheorien. Die NATO hat es zu dieser Einrichtung in der ukrainischen Sowjetrepublik verfolgt. Der Duga-Radaranlage. Ein Überhorizontradar. Das Ein enormer PUBG-Radar Fortschritt anlog, gegenüber wer kennt's? ihrer alten Raketenabwehrtechnik. Und zieht jede Menge Saft. Damit könnten sie jedes beliebige Langstreckensignal aussenden. Die Zündungscodes für Greenlight-Atombomben in Europa. Wo genau ist das denn? Knapp 100 Kilometer nördlich von Kiew. Zwischen Pripyat und Tschernobyl. Rundherum gibt es kilometerweit nichts als Wälder. Ein perfektes Versteck für Perseus. Wir müssen euch weiter draußen absetzen. Keine Aufklärung, keine schwere Unterstützung. Nur ein kleiner Infiltrationstrupp. Kein Problem. Sag einfach, wo es lang geht. Bell ist in letzter Minute für uns eingesprungen. Ich hatte nie Zweifel. Adler, keine Anzeichen von Aktivitäten. Es ist wie ausgestorben. Ich bin mir noch nicht so ganz gerallt, was passiert. Ich auch. Ich habe nichts gesehen. In Ordnung. Alle beim Tor sammeln. Dieser Radar very, very big. Oh, nochmal schießen. Weil ich glaube, wir haben schon lange im Abspann. Wir sind nur mit zum Schießen. Du, wir sind nur mit zum Schießen. Was ist jetzt? Hier ist nichts. Das kann nicht der richtige Ort sein. Ja, ich bin ja Kommunisten-Sepp. Ich wusste es. Bell hat uns angelogen. Stimmt das, Bell? Du lockst uns ins tiefste Russland, damit Perseus diese Atombomben zünden kann? Na? Du unterschätzt mich! Leb wohl, Adler! Bleib! America! Fuck yeah! Okay. Getroffen! Für Deckung! Gebe in Deckung, Adler! Wir bringen es zu Ende! Oh, muss ich jetzt meine Miracle-Freunde schießen? Peng, peng! Look at the peng, peng! Ah, geiler peng, peng! Wo hat ein Gegner? Ich seh gerade noch hinten drin! Das war der Boots. Ich kann es nicht glauben! Lasst nicht nach! Was passiert denn da gerade? Wenn es auf unserer Seite bleibt, soll! Ihr seid stinkt! Nach Kapitalismus! Bist du gut oder besser? Ich weiß nicht, wer gut oder besser ist! Du wirst hier sterben! Ich stirb nicht, ich bin Pro-Gamer! Außerdem habe ich zu nur Medipacks! Die ich nicht brauche! Was haben wir da drin? Wirfen wir mal eine Granate? Nein, haben wir gar nicht. Ich habe ihm noch ins Gesicht geschossen. Ich meine, ich sehe sein Gesicht doch da. Da ist sein Gesicht. Was ist mit dem? Was ist denn mit dir? Auf Kameraden darf ich nicht schießen. Was ist denn jetzt? Den habe ich noch im Gedächtnis für vorher. Zero Dips! No, kein Schuss da. Ich hab alle Helme auf! Die sterben nicht mehr beim Kopfschuss! Ich stirb nicht! Zeit zum Sterben! Da wird der Vogel fallen. Die sterben nicht mehr, wenn ich in den Kopf schieße! Das gefällt mir nicht! Was hab ich da für Kotzbrocken nachgehauen gekriegt, Leute! Da ist der nächste Schiefmeißen! Wo ist da noch einer? Da ist noch einer. Ja, stirbt. Stirbt. Da müssen wir eine Bombe öfter hinzünden. Hilft halt nicht. Müsst mir nicht zweimal in den Kopf schießen, Kinder. Zweimal in den Kopf weggeschossen. Ist jetzt da noch einer hinten oder nicht? Doch da jetzt sitzt er. Und sagt nichts. Schießen, bitte. Haben wir es jetzt alle verändert? Oh. So gut ist, dass ihr Scharfschützengewehr habt! Komm, das ist es. Was ist das jetzt? Dein Freund ist hier durchgegangen. Er ist nicht weit. Komm raus zum Spielen.
Spielen, Die blä. Zeit wird knapp. Und auch der Platz. Du, da ist ein Blutpfleger am Boden, da kann der Herblut haben. Ich seh's genau. Machst du auf, mach ich auf. Wird zur Maus. Jetzt hat er mich im Eck eingesperrt. Schön, dass es dich noch interessiert. Gibst du mir Feuer? Ja! Ich kann dir eine Zigarette anbieten. Hast du ein Dusel, mein Freund? Hast du ein Dusel, mein Freund? Wir wollten alle deine schlechten Angewohnheiten ausbügeln. Ich schätze... Ja, halt dein Maul, Mann. Du Wichser! Du Wichser! So nicht, mein Freund! Du bist verwirrt? Diesen Straßengötter hätte schon längst jemand beseitigen sollen. Du kennst mein Gesicht, oder? Solowetzki, bereithalten für Sprengbefehl. Так точно. Ich finde, du hast dir diesen Moment verdient. Möge die sowjetische Ära beginnen, zündet die Atombomben. Heute wird der Westen fallen, zündet die Atombomben. Völlig Banane, was ich da sag. Так точно, товарищ командир. Ich wünschte, wir könnten nach Solowetzki zurückkehren und zusehen. Aber das Kapitel ist vorüber. Das nächste beginnen wir gemeinsam. Du warst gut. Und nach all der Zeit glauben Sie immer noch, ich wäre Perseus. Als ob ein Einzelner allein jemals Perseus sein könnte. So amerikanisch. Alle sind Perseus. Sind Kommunisten. Wir überraschen das Zentralkomitee, genau wie die CIA. Auch wenn wir die beste Wahl für unsere Heimat gefällt haben. Niet. Für die Menschheit. Ihre Augen werden benebelt sein, wie unsere es waren. Komm, es gibt noch viel zu tun. Meine Güte. Wie viele Greenlight-Bomben hat er gezündet? Jede einzelne, Mr. President. Weiß jemand, dass das unsere Bomben waren? Vor einer Stunde wurden anonym Daten über Operation Greenlight veröffentlicht. Vermutlich von Perseus. Wir bekommen Anrufe aus aller Welt. Dieser Schweinehund. Sie und Vizepräsident Bush werden sofort an sichere Orte verlegt. Alles, was auch nur im Ansatz hiermit zu tun hat, soll verschwinden. Für immer. Können Sie das veranlassen? Natürlich, ist schon in Arbeit. Haben wir jetzt ernsthaft Atombomben gezündet? Wir werden Europa brennen sehen. Ihr Vollidioten wohnt 5 Meter neben Unter der Europa. eigenen Last zusammenbrechen. Aus einer Welt mit 2 Supermächten wird eine Welt mit einer. Der Sowjetunion. Und wenn die Anführer dieser neuen Ordnung die Gelegenheit vergeuden, die wir ihnen bieten, werden auch sie ersetzt. Es werden wahrscheinlich 2 verschiedene Enden Qasim geben. Javadi, deine ehemaligen Freunde haben ihn getötet. Egal. Qasim war ein schwaches Glied. Und die Kette darf nicht reißen.
Es ist bedauerlich, dass du Anton Volkov töten musstest. Er war unser wertvollster Kontakt in der DDR. Doch vielleicht wird sein Verlust nicht so schwer wiegen, wenn der Westen fällt. Du sagst, Elia Sorasulai starb in Kuba. Wir werden ihn nicht vermissen. Er wird unseren Agenten im Nahen Osten nicht mehr in die Quere kommen. Und Helen Park wurde mit ihm ausgelöscht. Sie schnüffelte jahrelang am Rande unserer Gruppe herum. Eine westliche Plage weniger, die uns stören kann. Was den Rest angeht, es war ein Vergnügen, sie an deiner Seite zu vernichten. Okay. Leider wurde unser wichtigster Agent in den USA, Robert Eldridge, getötet. Unser Spionagering ist intakt, doch wir müssen uns erholen und eine neue Führung finden. Der Tod von Major Vadim Rudnik ist ein schrecklicher Verlust für das postnukleare Europa. Er sollte die Zukunft im Sinne Russlands herbeiführen. Hoffentlich können wir auch ohne ihn unsere Pläne verwirklichen. Der CIA gelang es auch, einen von Rudniks wichtigsten Agenten zu eliminieren. Die anderen beiden werden helfen, das Loch zu füllen. Aber glaube mir, diese Rückschläge sind nicht von Dauer. Wir fangen gerade erst an. Kommunismus goes brrr. Okay, Respekt. Das ist serious, oder? Die haben wirklich zulassen, dass die Russen gewinnen. Bandy! Servus, Flieger, alles fit bei dir? Schöne Grüße. Die geile 80er-Musik. Ich hätte so gerne Pornobalken. Pornobalken, Pornobrühen und so gelbe Glasel. Haar aufmachen. Und völlig eskalieren, ne? Das war super. Bandy, servus Bürger, alles fit bei dir? Schöne Grüße vom Volle Pulle Squad. Hashtag Babyelefant. So. Ja, was soll ich sagen? Brudi! Wie laut ist die Musik bei? Blät. Blät, blät, blät. Ja? Was soll ich sagen? Da kriegt es auf alle Fälle, spielt nochmal sehr viele Pluspunkte, dass man da so ein Ende spielen kann. Da habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Was soll ich sagen, Alter? Hat's euch gefallen? Also ich hab Spaß gehabt. Sehr sogar. Stolze Liebe, ich find's schon geil, dass man einmal die Amis kaputt ficken kann. Er hat Amis so direkt hat, ja, natürlich auch, hat schon drauf, weil es war noch einer der Atombomben. Mir hat's sehr gut gefallen. Es ist halt Call of Duty, ja. Story ist cool in Szene gesetzt. Das Ende. Es gibt anscheinend, wie viel gibt's? Mindestens 2. Wahrscheinlich gibt's noch mehr. Sehr gut. Alles in allem aber keine 60 € wert, weil zu kurz. Und ein Multiplayer spiele ich nicht. Weil da kriege ich AIDS in die Bratzen und in die Augen. Im Vergleich zu Warzone. Spielt sie einfach anders. Ich kann es nicht beschreiben, aber es spielt sie einfach anders.
Mattel, muss glaube ich kurz Like und einen Zirkel da gelassen. Dere, Mattel, vergesst nicht den Zirkel, hau die nicht so schnell weiter, habe Dere. Löwenzeb, ein bisschen wegen Missionen sind's. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen wenig. Das hätten nur 2 oder 3 hätten es noch sein können, dann hätte die Kampagne einigermaßen passt. Und ja. Das zweite Ende, das spiele ich jetzt nicht nochmal. Also diesen Vietnam-Scheiß spiele ich jetzt nicht nochmal, da kriege ich einen Schlaganfall. Ne? Aber im Groben gut und schlechtes Ende. Ja, ich meine, das war nicht so ein Spät-Ending. Es gibt wahrscheinlich ein gutes Ending. Da stirbt mit Sicherheit auch einer von den Charakteren. Ja, was soll ich sagen? Alles in allem akzeptabel. Dumm, dass wir ein bisschen zu früh fertig geworden sind. Hätte schon noch 10 Minuten länger da und hätten wir noch 10 Minuten geschmatzt und dann jetzt passt. Aber wir haben die letzten seit der Sommerpause ja jedes Mal eine Viertel bis halbe Stunde überzogen. Da werden wir schon gar nicht besser, wenn wir mal 10 Minuten früher aufhören. Am 7. Dezember 2020 um 21:35 Uhr sind wir alle Russen. Ich glaube eher, dass von uns nichts mehr übrig ist. Die Atombomben ist in Mingerl ausgegangen, also wie ich das richtig verstanden habe. In die ganzen großen Städte. Oder? Ist in Mingerl nicht gelegen, bin mir nicht sicher. MK Tweet, hey, nix gegen Amis. America! Fuck yeah! Ja. Wir hören nicht früher auf, wir schmatzen uns einfach noch irgendeinen Scheiß. Ich habe mir schon überlegt, wir kann eigentlich nur einen Multiplayer-Runden spielen, aber ich mag einfach nicht. Der Multiplayer, ich hab keine Loadouts, ich hab gar nichts und der Multiplayer ist so schlecht. Also der ist so schlecht, dass ich kotzen muss. Der Christi wie schreibt, leise, bitte, ich will lernen. Tja, schlechte Uhrzeit, so noch 20 Uhr. Maxchen, Amix Pöbelung, Hefte, Hashtag Kartenauge. Da kaufen wir uns gerade 2 davon bei uns, Alter. Maxchen, merci dir, dankeschön. Ihr müsst jetzt nicht donaten anfangen, ne? Ist immer generell so. Hey Bürger, jetzt unerrunden Zombies. Na, Zombie-Modus gebe ich mir auch nicht mehr. Der Arme ist ja ganz witzig und dann war es aber auch. Gruppenzombie mit dem Peter, der läuft wahrscheinlich eh halb noch im Kreis und kalte Zombies nach dem Buktu. Schauen wir uns ganz gemütlich, ja, wir lassen den Abspann laufen, das kehrt sich einfach. Das machen wir immer, wenn wir ein Spiel durchgespielt haben. Die Frau Gewalt schreibt, oh, Frau Gewalt mal wieder da. Jetzt einmal für Anfänger, auf der Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist das Spiel? Ich hab's auf mittleren Stufen gespielt. Für mich, es geht. Ich meine, ihr habt es ja selber gesehen. Es geht. Wenn du zu lang dumm und anstehst, stirbst du einfach. Wenn du es aber auf ganz einfach spielst, dann geht das schon. Call of Duty ist ein Einsteiger-Shooter, vor allem in der Singleplayer-Welt, da ich schon auch sagen. Ja, da ich schon auch sagen. Ja, in der neuen Moderne schon. Auf leicht. Kannst du, falls es eine Frage für dich ist, kannst du schon spielen. Tim Bürger! Nein, Uhr gekauft, musst du jetzt noch mit einem Zwickel abwerfen. Hashtag keiner Wichser. Was hast du da gerade für eine Uhr gekauft? Ein G-Shock, bitte sag ein G-Shock, oder? Gruppenzug, Human Falls Flat, was? Hab ich Humans Falls Flat? Weiß ich nicht. Nein, passt jetzt da nicht rein. Arrüs. Da verzeih ich lieber noch was, wenn einmal ein paar Leute fort sind. Bei 1300 verzeih ich das jetzt nicht, weil sonst kackt mein Spiel ab. Da verzeih ich lieber noch was zu einem anderen Spiel. Zu einem zweiten Spiel von mir. Ja, ist schon um 300 Drop. Die haben schon 300 Leute fort. Passt. Bis Doktor, spiel mir Among the Sleep, Alter. Hashtag, wer zahlt schon auf da? Ja, so, this is not how it works. Kann ich die Musik ein wenig leiser machen? Lavo, das mache ich. Verzeihung. Machen Sie mir auf minus 15. So, da muss ich vielleicht auch nicht so umeinander blären. 3 bei mir. Hoppala, ein bisschen zurück. Oder, warte mal. Test. Ja, hör mich besser. Thanks a lot. Frau Gewalt schreibt, und wenn man Kamera und Steuerung nicht gleichzeitig geregelt kriegt, rein theoretisch natürlich, fragst du von Freund, oder? Ja. Dann musst du lernen. Also dann ist ein Shooter einfach nichts für dich, wenn du das mit der Steuerung und Kamera gleichzeitig nicht geregelt kriegst. Da musst du einfach mehr ernsthaft hier sitzen und einfach so was einmal eine Zeit lang spielen und dann, ja. Dann haut es hin. Schauen wir uns die Enden auf YouTube an. Lieber nicht. Ich mag 5 Minuten vor 100.000 Abos keinen Strike riskieren, wenn es geht. Raten! Kann das sein, dass wer unter meinem Namen donated? Nicht mit einem, wie hat er geheißen? Irgendwas mit Jan raten. War ein längerer Raten wie du. Wenn du der Raten bist, den ich auch weiß. Merci dir. Herr Bürger, G-Shock habe ich schon. Ist ein Yachtmaster geworden. Oh, sagt man nichts, aber es hört sich nach Segler. Bist du ein Segler?
Tim Merz, das hätte nicht nur mit Euro kosten müssen, sie fix. Fabs, selten so einen langweiligen Odel gesehen. Hab COD schon immer gefeiert, das ist aber echt schwach. Meine Meinung, Peng Peng. Findest? Von was her meinst? Von ich bin's jetzt direkt, das letzte COD Singleplayer, wo ich gespielt habe, war Modern Warfare, das war, also das vorherige halt. War nicht besser, war nicht schlechter. Ist halt, was ich von COD erwarte, keine Ahnung. Also langweiliger Odel schaut anders für mich aus, finde ich. Ein absolutäres Meisterwerk ist es auch nicht. Es ist ein solides Call of Duty. Es hat mich gut unterhalten. Fertig. Wenn man natürlich immer noch in Modern Warfare 1 und derartigen Story-Plot-Twists hängen geblieben ist, dann kann es natürlich sein, dass es relativ langweilig ist, keine Ahnung. Aber ansonsten COD, rumlaufen, ballern, Steuerung geil, flüssig, Story gut in Szene gesetzt, langt. Der Sepp Strell fragt, merci für den Eurofabs. Oder jeder seine eigene Meinung, um Gottes Willen. Ich bin nicht da, dass ich euch das Spiel schön schmerz, aber es hat mir gebracht, was es bringen sollte. Und das klang da. Ich finde es halt für 60 Euro, das ist wieder im Verhältnis, für 60 Euro, die ich gezahlt habe für das Drecksspiel, muss ich sagen, da hätte 25 Jahre gelangt. Und gut, Multiplayer muss auch sein, dann legen wir noch mal 15 drauf. Aber das war's dann. Ja, 40 und das ist schon viel. Eigentlich ist es so ein typischer, weil es ja jedes Jahr kommt, ein typischer 30-Euro-Titel, wenn du mich fragst. Und dann ist es richtig gut. Ansonsten ist es sogar richtig schlecht. Also für 60 Euro, ich wüsste jetzt nicht, ob mehr das nochmal spielen, wegen irgendwelche Collectibles oder irgendein Bullshit. Eher nicht. Der Yoga Raiden, da ist er. Der 40.000 km/h-Set war halt da, ja. Der ist sauber über den. Sag mal, wie viele Leute haben da eigentlich drauf gearbeitet? Hat da ein ganzes Land drauf gearbeitet? Wie lange dauert denn das? Fix Letten, ey. Was haben wir da wieder? Bürgerstochter, kannst nie Töchterlein Hashtag Bang Bang. Alter. Töchterlein die, wenn ich es nicht vergiss. Tönerflo, merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. So, der Dave 5 Gamschau. Streamst du Cyberpunk, wenn es draußen ist? Wichtige Ansage. Scheiße, das hätte ich eigentlich verzeihen sollen, bevor. Die Musik hört sich auf jeden Fall so, als darf man gerade über die Brücke von Casatum reden. Du kannst nicht vorbei! So, jetzt muss ich kurz mal eindampfen. Moment einmal. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wichtig. Cyberpunk. Am Mittwoch kommt kein Stream. Diesen Mittwoch, übermorgen, kommt kein Stream. Kein Stream am, ich sag so das Datum dazu. Kein Stream am 9. Dezember 2020 um 20 Uhr. Kein Stream. Warum? Weil am Donnerstag Cyberpunk kommt. Darum verschieben wir einen Stream auf Donnerstag um 20 Uhr. Ich kann es nur oft genug sagen, ich leg meine Hände ins Feuer. Dass am Mittwoch um 5 vor 8 die Leute schreiben, ist heute kein Stream. Ist heute kein Stream. Aber gut. Der Stream ist am 10. um 20 Uhr und dann spielen wir das wahrscheinlich meist erwartetste Spiel seit... Hat es jemals um ein Spiel mehr Hype gegeben als um Cyberpunk? GTA 5 vielleicht? GTA 5? Zelda? Na. Oder? Hat es jemals Diablo 3? Na, glaube ich nicht. Na, glaube ich nicht. Half-Life 3 kann man nicht rechnen, weil das ja noch nie angekündigt worden ist. Aber das wird ähnlich gehypt werden, ja. Wahrscheinlich. Tönerflo, Info, Cyberpunk ist gleich Watch Dogs Legions. Das glaube ich nicht. Glaube ich ganz furchtbar wenig.
Cyberpunk ist seit 2014 oder so angekündigt. Wundert's die? Du, es gibt Spiele, Spiele haben in der Regel ungefähr 8 Jahre in der Entwicklung. Also, was ist denn jetzt? Die Anwendung funktioniert leider nicht mehr. Das ist einfach Call of Duty am Schluss abkackt. Ja gut, Call of Duty dann halt nicht. Kaputt. Ja, manchmal werden wir noch ein bisschen schmerzen, oder? Der Blauarschbubi schreibt, also um es zusammenzufassen, ab Mittwoch kommt alle Tage Stream. Ihr Trotteln. Also ich glaube, dass selten Apps so gehypt worden ist wie Cyberpunk und am Donnerstag ist es endlich soweit. Irgendwie freue ich mich, dass es verschoben worden ist, weil sonst hätten wir es im April schon gehabt und dann war es schon lange, ein halbes Jahr vorbei. Jetzt haben wir da noch was vor uns, das wird das letzte Highlight in diesem Jahr. Da haben wir eigentlich am Samstag haben wir schon kurz einmal geschaut, wie viele Streams gibt es dieses Jahr eigentlich noch. Mittwoch fällt aus, am Donnerstag kommt Cyberpunk und dann wollte ich eigentlich das ganze Wochenende durchstreamen wie ein Behinderter. Aber sie haben World of Warcraft verschoben. Um gute 3 Wochen, 4 Wochen. Und jetzt kommt genau diesen Mittwoch der Raid und M+. Sagt jetzt nur was für die Leute, die WoW schon spielen. Das ist ein spezieller Spielmodus quasi innerhalb vom Spiel und der wird quasi am Mittwoch freigeschaltet. Und da ich privat sehr viel oder relativ viel WoW spiele und vor allem auch alle meine Kumpels, wird das abgesagt. Der Cyberpunk-Wochenende durchstreamen, 4 Stunden Open End, was weiß ich. Weil WoW und Freunde einfach wichtiger sind. Und das kommt bloß alle 2 Jahre mal vor. Und darum, da ich sagen, spiele ich das ganze Wochenende vermutlich WoW. Und wir gehen M+ und Raid und was weiß ich, was soll ich sehen? Ja. Und Cyberpunk werden wir ganz normal spielen am Donnerstag. Ab 20 Uhr, wahrscheinlich Open End. Ich nehme mal an, dass wir länger spielen wie bis um 10 Uhr, vorausgesetzt das Spiel funktioniert wie es soll. Und ist es gut. Right! Also erstens, bei Zelda habe ich immer mehr Hype, ohne Frage. Zweitens, was ist an Cyberpunk so geil, dass das so geil ist? Es ist einfach, es ist von denen Entwickler, die Witcher 3 gemacht haben. Okay? Und Witcher 3 war bis dato, glaube ich, das beste Singleplayer-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Mit einem dermaßen Abstand, dass es nur noch schreibt. Darum haben die Erwartungen extrem hoch an, und die machen jetzt Cyberpunk an Cyberpunk. So einfach ist. So einfach ist. Und wenn die das einfach 5 Jahre später, ich meine, der Witcher ist jetzt 5 Jahre alt. Töderflo, grüß aus Alpbach in Tirol, bleib wie es bist. Grüß aus Landau, aus Niederbayern. Hashtag Lieblingsnachbarn, bleibt's ihr wie es seid. Merci dir, Alter. Und Raiden auch merci, dass der Hype bei dir bei Zelda, weil er natürlich größer ist, es gibt, die Geschmäcker sind verschieden, aber die breite Masse feiert Cyberpunk so hart, dass eigentlich nur versagen kann. Das ist das Schlimme dran. Ich freue mich drauf, aber erst einmal anschauen. Erst mal ansehen. Ich kann es auch verstehen, wenn ein Haufen Leute von euch sagen, Alter, da bin ich nicht dabei, weil ich mich selber spiele. Ja. Und, ja, was ist so geil an Cyberpunk? Schau's da an. Das ist ein fucking Keanu Reeves ist dabei. Was möchtest du mehr, Alter? Das war schon nie Streich von denen. Herr Bayer, kurz vor 10 Leberkas-Semizeit. Was? Kurz vor 10 Leberkas-Semizeit? Auf die Nacht? Ja, ich darf jetzt schon nicht nehmen, so ist es nicht. Kommt einmal wieder Warzone. Herr Sepp stellt so schnell nicht. Warzone habe ich momentan deinstalliert. Wie schaut denn der Streamplan im Januar aus? Lavo, das ist eine unfassbar gute Frage. Wir haben nämlich so ein bisschen ein Problem, es kommt nichts. Ich hoffe so ein bisschen für nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, dass Resident Evil seinen Rhythmus beibehält, dass da jedes Jahr eins kommt. Letztes Jahr war es halt, dieses Jahr war es Resident Evil 3, letztes Jahr war es Resident Evil 2. Und dann war es mal wieder Zeit vielleicht, dass der Standalone kommt, nämlich Resident Evil Village. Ich glaube, es ist das 8. ist es dann. Hellblade, schöne Grüße aus Kirchberg in Tirol. So viele Tiroler da. Was ist mit euch Tiroler los? Was ist da los? Schneibt euch nicht gerade Vollgas zu? Hab ich gesehen? In Tirol und so 2 Meter Neuschnee. Da haben wir ich glaube 2 Meter Schnee habe ich in meinem Leben in London noch nie gesehen. Seitdem es mich gibt. Hellblade, Dankeschön für den Entwickeln. Grüß ebenfalls. Nomen nach Tirol. Ja. Tja, was gibt's denn so im Anfang-Ding? Ich weiß es auch nicht. Der Gustav schreibt, Alter, du brauchst dich doch nicht rechtfertigen, dass du ein Privatleben hast. Gönn dir WoW, wenn's mir mal heute nicht verboten hätte, da die auch spielen. Happy Wife, Happy Life.
Das kannst du gerne ausprobieren. Bürger, Dirndlerin, kauf dir mal einen Gustl und achte auf deinen Blutdruck. Was für ein Blutdruck, Alter? Ich hab keinen Blutdruck. Das konstant 180 gehen. Durchgängig. Der bin sinkt oder stirbe. Voll zusammen wie ein nasser Sack. Tja. Gibt's mal wieder einen Landwirtschaftssimulator, wenn der neue kommt. Also wird eine ganze Zeit dauern. Wie schaut's aus mit Assassin's Creed Valhalla? Lara, da ist einfach, das ist so lang. Also da spielst du 50 Stunden aufwärts, nur an Story. Und es ist so viel Rumgerenne und Gelaber und dass ich mir gedacht habe, das spielen wir zuerst und dann habe ich das so in die Tests gesehen und so weiter und habe ich gedacht, ich glaube, das passt da nicht her. Fricker, merci für den Eurer. Ein Doom DLC, das ist doch einmal was, den vergiss ich über. Ich weiß nicht warum, den vergiss ich über. Das ist auf alle Fälle mal was für den Januar, da die sagen, so richtig eine zerpümmeln, keine Ahnung. Im ersten Quartal 2021 kommt auch noch Starbase aus. Was ist denn Starbase? Was ist Starbase? Was ist Starbase? Warum weiß ich da davon nichts? Ist das nicht auch wieder, ist das nicht der Bethesda? Nein, das ist Starfield. Ich hab da schon mal was gehört davon, ich weiß, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, ich hab Starbase schon mal gehört, bin mir aber nicht sicher. Norbert! Hey Bürger, grüß meinen Spätzchen Max bitte. Max! Norbert grüßt! Und ja, habe ich merci wieder im 5, Alter. Und schöne Grüße aus Oberbiering. Oberbiering! Wir können nicht weit weg, Alter. Eigentlich um Sieg von dir. Bin endlich von Auslandseinsatz daheim und kann dir jetzt wieder regelmäßig zuschauen. Zeit ist so, Alter. Welcome back. I hope you had a good time. Da im Stream. Im Auslandseinsatz hat man wahrscheinlich keine gute Zeit. Wahrscheinlich. Aber was weiß ich. Life is Feudal Forest Village, was hältst du von dem? Das ist das Aufbauspiel, oder? Ich habe Life is Feudal damals schon in der Early Access gekauft, vor 5 Jahren oder so. Das ist einfach ein Arbeitsspiel. Das ist einfach der absolute Time Waster ist das. Und das Aufbauspiel habe ich nie angeschaut, weiß ich nicht. Der Jan Sim nachher schreibt, du wirst Elder Scrolls 6 spielen, wenn irgendwann rauskommt. Mit Sicherheit. Ich bin absoluter Fallout und Elder Scrolls Fan. Selbstverständlich werde ich es anschauen. Und was ich als letztes Statement so von wie heißt der? It's 14 times the detail. It just works. Todd, the good old Bethesda Todd, was ich da vom letzten Statement so gelesen habe. Droht uns das Übel, das ich schon angekündigt habe, wie es Fallout 76 angekündigt haben. Nämlich, die hauen jetzt Fallout 76 aus, das wird eine absolute Katastrophe. Das habe ich schon einen Monat bevor es released worden ist gesagt. Und es ist die größte Spielekatastrophe geworden, die es jemals gegeben hat. Und an dem doktern sie jetzt so lange umeinander, bis er einigermaßen passables Spiel ist. Bis sie wissen, was ihre Community will. Und dass sie mit Gewalt diesen Online-Modus da einbauen können. Ja? Und genau dasselbe droht uns mit Elder Scrolls 6. I fucking guaranteed. Bloß, dass es halt schon auf dem Stand kommt, wo Fallout 76 jetzt noch 3 Jahre oder wann es halt gekommen ist. Merkt euch meine Worte, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, 100%. Dass Elder Scrolls 6 Online-Modus hat wie Fallout 76. 1.000.000%. Birgestjandler, so hat mein Soll mit dem Geld gefüllt. Es gibt keinen Soll, Leute. Oh, Idee, Entschuldigung. Dankeschön. Okay? Raten. Zur Not Switch Kauf von Age of Calamity Streamer oder Phoenix Immortal Rising. Das ist weiß ich noch nicht. Ich liebäugle mit einer PlayStation 5. Aber du kriegst ja momentan keine. Ich darf mir auch gerne eine neue Grafikkarten kaufen. Ich darf mir gerne ein Nvidia 380er Nvidia kaufen. Du kriegst ja keine. Also selbst, ich darf sogar drauf scheißen, dass die 800-900 Euro kosten. Ich darf einfach drauf scheißen. Ich sag das, wie es ist. Aber du kriegst keine. Du bekommst keine, wenn du sie haben willst. Meister, wann kommt denn Hellblade 2? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Da schauen wir doch straight einmal nach. Hellblade 2 Senua's Saga heißt das, glaube ich. Senua's Saga. Das werden wir auf alle Fälle spielen, weil es uns aber wirklich nicht schlecht.
Release date, haben wir da Release date? That would put Hellblade's release date in either December 2020. We're predicting Series X will release in November 2020 or quite possibly in early 21. Okay, es gibt kein konkretes Release-Datum. Hat wahrscheinlich Corona auch ein bisschen eingefädelt in das Release-Datum von Hellblade 2. Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich. Wenn das kommt, das spielen wir auf alle Fälle wieder. Max Nigel, Max, was ist denn eigentlich mit Transport Fever? Das ist sowas, was wir da mit außerhauen können. Schauen wir mal. FM Plus, Dying Light war was, ist ein super Zombie-Spiel. Ich glaube, das ist indiziert, darf man nicht streamen. Bin mir nicht sicher. Da kommt doch nicht auch nice. Meine. Fabi Lucky, wie schaut's mit VR-Games aus? Korrekt. Da die einhauen. Vielleicht. Ja, Factorio haben wir noch auf der Liste stehen. Das ist auch so was, da garantiere ich euch, wer Factorio nicht kennt, da werde ich euch genauso fixen wie mit Team Fury, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie mit Transport Fever und mit Rimworld. Trust me, I'm your Pro-Gamer des Vertrauens. Tony Fleur, gibt's einen Biersimulator? Kummer, Kiefers, Felden von. Was? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Rick and Morty VR wird Zeit, das stimmt, ich muss mal aber erst mal die aktuelle Staffel fertig schauen. Factorio 1200 Stunden, auch jetzt gesagt, da werde ich wieder Backseat-Gamer da haben, wenn ich meine Channel-Builds zusammenbaue. Wie war's denn mit Fallout 76? Ganz ehrlich, lieber hau ich mir ein komplett Backel Zimmerernägel in die Kniescheibe, Alter. Dieses drecksverhurte Mistspiel glaube ich nie wieder an. Nie wieder. Und wenn sie es zum besten Spiel aller Zeiten patchen, nie wieder. Bethesda kriegt von mir nie wieder vorab einen Cent von mir. Nie wieder. Nie wieder. Weil das die größte Frechheit war, die ich jemals erlebt habe. Rimworld ist mega gemütlich zum Zuschauen. Gefällt mir gut. Regi, genau das habe ich mir gedacht. Ich habe bloß lange nicht gewusst, dass ihr überhaupt auf sowas Bock habt. Ich habe mir gedacht, das ist einfach zu langweilig, ist zu Ding, dann muss man einfach mal drauf scheißen und einfach mal hergehen und einfach mal machen. Und auf einmal bleiben trotzdem Kleidinger. Leckt mir mal schon. Hat funktioniert, was ich sehe. Herr Horvath, was machen Sie da? Ich koche mir jetzt eine Suppen. Das ist ein PC, das ist ein Computer. 400er, 100er. Was? Was? Der Metal Devil. Egal was du spielst, Hauptsache du bleibst uns erhalten. Hashtag Full Home, Alter. Ich bleibe euch erhalten. Der zeigt nicht an. Ich habe nicht vor, irgendwie aufzuhören. Und also gibt es keine Ahnung. Das einzige, wo ich mich so ein bisschen drauf einstehe, ist, wenn wir 100.000 haben in die Abos im YouTube-Kanal, dann werden mir die Videos langsam irgendwie wurscht. dann mache ich irgendwas. Also dann gebe ich wirklich keinen Fick mehr. Dann ist es, wie es ist. It is what it is. Dann weiß ich, was mir dann einfällt. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir aber auch genauso weiter. Es ist eh wurscht. Das Jahr habe ich echt nicht viele Videos gemacht. Wie viel waren das? Das kannst du noch eine Hand abzählen. 5. Drauf geschissen, Alter. Die Videozeit, das war die Anfangsphase. Jetzt ist Streamzeit und dann war es ein bisschen es ist ein bisschen beides Zeit. Und dann war Musikzeit und vielleicht kommt jetzt Browser-Game-Zeit. Wer weiß. Schauen wir mal. Wer hat früher Browser-Games gespielt? Bitte Hand hoch. Erich Bommel. Der Erich Bommel muss dermaßen auf das T-Shirt für 2021, dass sowieso klar ist. Ja? Press F für den Erich Bommel und für die Eva Baum. Köstlich. So. Jetzt ist die Frage, was da los ist. Die Händlerin! Tipp von Dosen. Tipp. Nice. Gib mir mal Anton Horvath, den YouTuber. Ich kenne einen Horvath. Ich schaue mir den nicht so exzessiv an, dass ich alles auswendig kenne. Ich habe damals OGAM, ja, was ist denn jetzt ein FF, also, jetzt kommen Fs für einen Erich Bommel. Aber das darf nur die Leute drucken, die ja wissen, wer der Erich Bommel ist. OGAM, Hando, früher. So. Was ist, wenn ich euch sage, ich habe mein eigenes Browser-Game gemacht? Und was ist, wenn ich sage, das ist live, jetzt, seit gestern? Der man dann. Ich habe vom Browser-Game schon mal erzählt. Habe ich schon mal, ja. Aber nicht, dass es online ist, oder?
Das nicht. Das Problem ist, wenn ich das jetzt da einlink, dann haben da 500 Leute drin. Und das hält es nicht aus und dann ist irgendwas hin. Ja? Dann ist irgendwas kaputt. Um das ein bisschen zu entzerren, da ich euch bitten, erstens einmal Herz auf, das im Chat zu schreiben. Von denen Leute, die es wissen, die 10. Gib mir das Sauce. Spielt ihr was dann, Depp, Blöde! Der Server sagt gute Nacht, wird wahrscheinlich passieren. Dann bitte ich darum, ins Discord kommen, da gibt es einen Channel, der heißt, das seht's, findet es aus, wie er heißt, es gibt nicht viel. Und dann machen wir das. YBO ist nicht schlimm. Ich habe jetzt bloß gesagt, weil ich es halt da kurz gelesen habe. Gut, Liebe, was war eine erinnerungsreiche Mission in Modern Warfare 2? Oh, Alter, das ist 10 Jahre her, was weiß ich denn? Ich weiß nicht mehr, was letztes Wochenende war. Weiß ich nicht mehr. Größeren Server kaufen, gell, geiler Wichser. Wird wahrscheinlich passieren, ja. Wird wahrscheinlich passieren. Momentan läuft das Ding auf einem 0815 Webspace mit keinerlei Specs. Damals, jetzt kriege ich wieder Suppe rein, Kruzifix, ich muss schnell was trinken. Ja, vielleicht bin ich mal kurz stark, vielleicht verschwinden dann noch ein paar Leute. Jetzt muss ich erst mal schauen, wenn nicht, dass die Leute schon herausfinden, was los ist und registrieren sie wie die Behinderten. Nein, halt sie in Grenzen. Halt sie alles in Grenzen. Okay, ja, ein bisschen trinken, Moment. So. Erstens schon mal jeder, der nicht weiß, was ein Browser-Game ist. Ein Browser-Game ist ein Spiel, das spielst du in einem Browser. Es sind sogenannte, heute hat man wahrscheinlich, der YBO hat man das so ins Ohr gesetzt, da hat man sagen, es ist ein Idle-Game. Das heißt, du baust auf, du baust Kolonien auf, das spielt in der Zukunft, storymäßig, ist egal. Es läuft in jedem Browser, du installierst es nicht. Es ist quasi eine Internetseite, wenn man so will, aber es schaut nicht aus wie ein Spiel. Da baust du Gebäude, da baust du Kolonien aus, du baust Soldaten, du greifst an, du produzierst Rohstoffe, du baust Gebäude auf, du wirst stärker, du baust eine zweite Kolonie, wirst noch stärker, du besiedelst andere Planeten und machst die anderen Leute fertig oder du arbeitest miteinander und machst gemeinsam andere Leute fertig und so weiter. So, that's in a nutshell. Das kann man nicht erklären. Das musst einfach selber anschauen, ob da sowas liegt oder nicht. Das Problem ist, erstens, wie schon gesagt, das Ding läuft auf einem 0815 Webspace, ja, der nichts kann, okay? Es ist ein Strategiespiel, wenn man so will, ja, aber ein sehr zeitintensives. Es basiert nämlich auf Echtzeit. Das bedeutet, du baust ein Haus, da steht, das dauert 3 Minuten 55. Und dann dauert das auch 3 Minuten 55. Auch wenn du offline gehst, also du schaltest deinen PC, also du hast dein Handy weg oder machst Zeiten zu, läuft im Hintergrund weiter. In 3 Minuten 50 ist das Gebäude gebaut oder auf Stufe 3 oder was auch immer und dann kann es halt mehr. Ja, macht mehr Schaden oder baut Sachen schneller oder produziert mehr Rohstoffe oder hast mehr Rohstoffplatz oder was weiß ich. So, ich mag das eigentlich gar nicht so weit ausrufen lassen, geht's ins Discord, schaut es euch selber an. Ich kann da jetzt gerade im Moment noch nicht so viel Leute lassen, weil es sonst hieß. Dann, so. Wichtig zu wissen ist, für die Leute, die anfangen, jetzt, es wird ein Server-Wipe kommen. Das heißt, es ist gang und gäbe in solchen Spielen, dass einfach der Server gewiped wird, dass er zurückgestellt wird. Raiden, ist es quasi Icarium in der Zukunft, wenn man es so sagen mag. Icarium kenne ich nicht, lass mich nicht googeln. Da brauche ich eigentlich bloß einen Screenshot sehen, dann kann ich da genau sagen, was los ist. Ja, wie Carrion. Bloß, dass ich das allein mache. Ja, und das nicht so ausschaut natürlich. Und wahrscheinlich nicht ganz so komplex ist natürlich, ja. Das Allerwichtigste. Das Ding habe ich allein gemacht. Ja. Von null. Es literally von null weg. Programmiert, Grafik, alles. Alles ist von mir, bis auf ein paar so Platzhalter-Grafiken. Es sind zum Beispiel so Einheiten-Battle von StarCraft drin. Ja, die wollen natürlich irgendwann austauschen, aber vorher ist da ein Battle von StarCraft drin, egal. Aber ansonsten alles, was alles andere ist von mir, egal. Ja, passt schon. Browser-Game, geil. IKO-Game ist, glaube ich, nur das letzte Überlebende. Ja, vergleichen wir es mit O-Game, bloß mit mehr Grafik und mehr, schaut besser aus, das sage ich jetzt einfach, obwohl ich meine eigene Sache normal nie lobe, aber jo.
Klar, Mauli, schöne Grüße aus Spielberg im Landkreis Landshut. Ich weiß, wo Spielberg ist, die haben sie nicht oben. Schöne Grüße aus Landau, merci dir. So, mehr mag ich schon nicht drüber reden. Die Welt ist überfüllt, ich brauche einen Server-Wipe. Jeder, der jetzt anfängt, der Wipe wird kommen. Mein Plan ist, dass wir vor Weihnachten noch eine neue Runde anfangen. Es ist nicht auf Borisch. Leid, es ist kein Leid. Ich mache kein Borisches Kriegsstrategiespiel. Was ist das für Blödsinn, Alter? What the fuck? Ich möchte bloß an jeden darauf einstellen, dass die nächsten 2-3 Wochen, also in der nächsten Woche irgendwann, wenn ich mit bestimmten Dingen fertig bin, wird das Spiel gesperrt, dann wird einiges umbaut, ich muss die Planeten größer machen, weil ich schwer davon ausgehe, dass da 2000 Leute drin umeinander rennen dann irgendwann, früher oder später. Und eventuell, wie schon gesagt, einen Server ummieten und. Wir werden sehen. Jo. Mehr mag ich nicht sagen dazu. Ich möchte bloß, dass jeder weiß, der jetzt anfängt, das, was ihr da jetzt anfangt, wird gelöscht. Und das ist gang und gäbe, das wird alle paar Wochen gelöscht. Immer und immer wieder. Weil es die coolste Phase ist in der ersten Woche. Wenn ja jeder bei Null anfängt. Mehr Zeit, mehr Power. Das ist die Devise bei so einem Spiel. Sarah Lorenz fragt, geht das auch auf dem Handy? Ja, es geht auf dem Handy, dafür ist es aber nicht ausgelegt. Es geht, aber nicht gut. Es ist für einen PC gedacht. Es ist ein klassisches Browser-Game, das ist Absicht, weil es seine Spiele nicht mehr gibt. Es geht aber notwendigerweise auch am Handy. So, was gibt es jetzt da noch dazu zum Sagen? Herr Mach, geil war's, dann bis Mittwoch, servus. Herr Mach, hauen Sie rein, ich habe die Ehre. Merci für den Euro. Was gibt's noch zum Sagen? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie viel Interesse ich das habe, in mein Programm aufzunehmen. Okay? Oder das wirklich als, ich hab mal Bock, mal nicht Hobby weiterhin zu betreiben, ohne da irgendwelche festgelegten Zeiten für Updates und sonst was. Wann soll ich denn das noch machen? Ja? Irgendwann müssen die mir achteilen. Geht nicht. Stolzer Löwe, merci für den Euro. Was ist dein? Okay. Ja. Das wird wahrscheinlich Hobby bleiben. Dadurch, und jetzt kommt das Besondere dran, was ist so das wo ist der Haken an kostenlosen Spielen? Am Handy, am PC, egal wo. Wo ist der Haken an kostenlosen Spielen? Jemand den Begriff Pay to Win schon mal gehört? Und das schreibe ich mir jetzt einfach selber nochmal aufs Hirn. So ist nochmal auch natürlich so ein bisschen unterstreichen, dass ich da nicht da sitze wegen der Gate-Scheiße. Das Ding ist umsonst. Okay? Es gibt kein, was in anderen Spielen gibt, so die typische Währung, wo du dann Zeiten beschleunigen kannst und mehr Rohstoffe kriegst und irgendwelche Vorteile im Spiel. Sowas gibt es nicht. Und das wird es auch nicht geben. Betonung, und das ist mir wichtig, auf Spiel Vorteil bringende Dinge. Okay? Es gibt generell überhaupt gar keinen Shop. Du kannst spenden, oder, wenn du willst, ja, wie halt da auch. Ich zwing keinen, ich sag natürlich Merci. Da war ja Lügner, wenn ich nicht Merci sage, wenn es mir natürlich nicht gefreut hat. Wer das tun will, Dankeschön im Voraus. Ist denen sowieso genug, ihr braucht es nicht, ich hab's so und so gemacht. Es ist jetzt da. Und wenn aber halt irgendwann mir hängt da ein Batzen Haarvierer, was ist denn da eigentlich los? Birger, was tust du? Was ist das für ein asoziales Schwanzal da? Was soll denn das? Es ist einfach umsonst. Fertig. So, sollte es soweit kommen und ich nehme das in mein Programm auf, dann habe ich natürlich irgendwo und irgendwann einmal die Absicht, dass da irgendein Cent zurückkommt und dass man da was kaufen kann. So, und jetzt zuhören, bevor es wieder... Erstens, da ist noch unfassbar lang hin. Zweitens, müssen die dazu mehr Zeit haben. Mal schauen. Und ich kenne mich, ich bieg wieder ab. Und wenn es dann da drin aber Sachen gibt, die man sich kaufen kann, und ich rede von Skins, was weiß ich, Gebäudebattle, die anders ausschauen, irgendwas, aber keine Vorteile im Spiel, keine Ingame-Währung, keine Rohstoffboosts, keine Zeitabkürzungen, irgendein Bullshit wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Okay? So,
Versprochen für immer und ewig. Wenn sowas kommt, dann in folgende, und eine mit Währung, du kriegst dann in irgendwelche komischen Boxen, wo irgendein Scheiß rauskommen kann, sondern dann gibt es halt zum Beispiel, was weißt du nie, dann schaut dein Space Marine anders aus. Den, mit dem du angreifst. Kostet der 50er. Was weiß ich nie. Oder ein ganz Einheiten-Package. Für da, weißt du was? Ich finde gut, was er macht. Da nimm einen Euro und dafür kaufe ich mir ein Einheiten-Paket, das anders ausschaut. Dann hast du was davon, ich hab was davon, tolle Sache. Also du sagst das halt anders, aber deswegen ist er nicht stärker. Das ist die wichtige Nachricht dahinter. Okay? So. Und nein, das ist ausnahmsweise mal kein absoluter Blödsinn. Da wird Hochdeutsch drin geschrieben. Also Texte sind natürlich auf Hochdeutsch, weil warum soll ich das auf Bayerisch schreiben? Das macht einfach keinen Sinn. Das hat mit Bayern und Bayerisch so viel zu tun wie der Preisendepp in Mallorca. Keine Ahnung. So, jetzt hat aber genug gefaselt drüber. Ich werd dann extra Stream machen vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten noch, wo wir das miteinander spielen. Ja? Du mit deiner lies mir letzte Dono. Hier ist doch, der geht schlafen, gute Nacht, Paps und Menschen bei. Gute Nacht, Dirndl, ab ins Bett. Merci, Herr stolzer Löwe. Was ist deine Meinung vom Browser-Game Forge of Empires? Hab ich nie gespielt. Kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Der Nervigkeit der Werbung, wo überall damit zugeschissen wird, muss schlecht sein. So, was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Kann ich da noch irgendeinen Schwank drüber erzählen? Wie viel Arbeit in dem Ding steckt? Ganz ehrlich, wer sich wirklich intensiv damit befasst, ich hoffe, dass auffällt, wie viel Liebe zum Detail also da eingesteckt habe und wie viel 1000 Stunden das da drin stecken. Bin ich gespannt, ob das der eine oder andere erkennt. Und ich übertreibe nicht, ich rede von 1000, mehreren 1000 Stunden Arbeit. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt drin, aber keine Ahnung, was soll ich tun? Ja. Findest schon außer. Befasst euch damit. Es ist ein klassisches Browser-Spiel. Da muss man mal selber nachschauen und schauen, hey, wie geht das und was kann man da tun? Ja, nicht wie überall woanders, da wo der erst einmal im Tutorial 15 Mal Ingame-Währung hergeschissen wird, wo du irgendeinen Scheiß freischalten sollst und dann wird es da genommen, damit du das kaufst. This is not how it works. Und das Allerwichtigste ist, ich mache das alleine. Updates kommen, wenn es kommen. Wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann ist er passiert. Dann, es ist noch nicht fertig. Das ist noch das Nächste. Es können Fehler passieren, natürlich. Der Erste, der umeinander jammert, ich muss kaputt, dann hau ab, Alter. Dann hau ab, Alter, what the fuck, was erwartest du? Was soll ich noch machen? Naja. Was habe ich früher für Browser-Games gespielt? Hauptsächlich O-Game und Travian. Das waren eigentlich meine hauptsächlichen 2 Spiele. Angemeldet und zack, E-Mail im Spam. Ja, das war ja auch klar, ich bin nicht gewhitelistet. In welcher Sprache ist meine App? Das ist keine App. Das ist das Allerwichtigste. Das ist keine App. Classic Browser Game ist ein Browser Game, weil man es im Browser spielt und nicht in der App. Okay? So. Schaut ganz gut aus. Wird die Wartezeit auf den Hero verkürzen. Hero? Hallo, wir haben ein Pro-Gamer. Wieso gehst du nicht Mythic, Alter? Verstehe die Frage nicht. Ich habe nie ein Browser-Spiel gespielt, außer Eftel Simple Math Games. Egal. Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren, das kriegst du schon hin. Ja. Ja, das spielt Raytracing. Massiv, Alter. Animierte Raytracing-GIFs, Alter. So. Also Bumsuf. Warte mal. Also in welcher Programmiersprache ich Bumsuf gemacht habe. JavaScript, jQuery, Library, HTML, CSS etc. Alles, was dazugehört. Gears geht zu niedrig. Ich habe 2 Wochen Full Mythic hinter mir, ich bin 180 Gears geht. Ich habe aber auch ein paar Slots noch drin, da wo ich wirklich unter 150 irgendwo bin und weil ich keine Heroes nicht mag. Ich bin einfach zu faul. Naja. So, Freunde der Sonne, jetzt ist genug gelabert. Ich habe wahrscheinlich schon wieder sauber zu viel Leute in Späne gehört. Wahrscheinlich bricht es jetzt sowieso zusammen. Wir müssen es heute noch wahrscheinlich beenden. Aber es hilft nicht. Wann kommt Cyberpunk? Es Knölle am Donnerstag, 20 Uhr. Mittwoch-Stream fällt aus. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich komme jetzt noch ins Discord rein, in Dings-Chat und dann sehen wir es schon. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, as always. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations. Vielen lieben Dank für die ganzen neuen Mitglieder, die ich wahrscheinlich übersehen habe, weil schon wieder kein Alert nicht kennt.
Ich muss kotzen. Und ja, ich habe gesehen, dass der CEO auf mich reagiert hat, das habe ich am Anfang schon gesagt. Herr CEO, Grüße, ich glaube, du wohnst in Ringsburg, bin mir nicht ganz sicher. Dein Sepp-Format feiere ich sehr. Vielen Dank für deine Reaktion auf mein Preisenbrezel-Video. Hat mir sehr gut gefallen. Am besten der verwirrte Blick so, what the fuck hat der Baby-Pinguin mit einer scheiß Weißwurst zum tun, Alter. Falls ihr das irgendwie sagt, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, da muss der alle Kruzifix so schauen und verstehst das. Kurzi, hau mal wie 40 auf dein Mikro gestellt, das quietscht ein wenig. Ich hab schon Fade Donations gekriegt für das, dass ich mal wie die 40 gekauft für den Mikroständer, weil der so geschickt quietscht, Kurzi. Mittlerweile nenne ich es Geschäftsmodell. Der muss quietschen. Chefin Penty, hau mir jetzt hin, hau die weg, Bürger, bleib gesund. Herr Kurzi, ihr zwei ebenfalls. Weiß ich nicht, wetzt halt nur mal schnell um, vielleicht macht's auf und hat Bock. Weißt du selber, was es ist. Hashtag Bürger und Chill. Merci fürs Zuschauen, merci dir. So, jetzt press like if you like, press Abo if you like English very much nice. Schleicht euch ins Bett, ich schleich mir jetzt auch, Bussi aufs Nussi, Dankeschön Leute, seriously. Wir sehen uns am Donnerstag, haut euch eine und jetzt dazu hier meine Tröte. Moment, zum Abschluss gibt's die Böbi-Trete. Das ist so dämlicher Scheiß, oder? Baby-Tröte, Böbi-Trete. Schleicht euch, haut euch eine, Dankeschön Leute. Habe die Tiere.